So! So klar, kurz klarkommen, ey. Fast den Stream verpasst. So ein Ding. Junge, Junge. Guckst du auf die Uhr und, ja. Ne? Kommt alle in Rot. Ich bin doch rot. Ja, Weinrot. Aber ist ja auch noch nicht morgen, wa? Ist ja noch nicht morgen. So. Ja, die Mara ist heute nicht im Chat, im Sprachchat, denke ich, weil die ist leicht Stimme angeschlagen, Hals und so. Falls du doch mal was zu sagen hast, Schatz, musst du einfach joinen, ma. Dijan, hallo. Schatz, servus. Therapiestunde. Therapiestunde ist ja heute nicht. Gibt ja nichts zu therapieren, oder? Also Uli Hoeneß kann ich nicht therapieren, Leute. Wie soll ich das gestalten? Da brauchen wir regelmäßige Therapiestunden, und zwar täglich. Das alles zu therapieren, was der Mann von sich gibt gerade. Das ist ja ganz wild. Ich weiß nicht, vielleicht denkt der Uli sich jetzt auch einfach so, ja, Leute, ich habe den Verein über Jahrzehnte aufgebaut. Ich lebe jetzt noch maximal 15 Jahre. Ich fange jetzt mal an, den zu demontieren. Was soll der weiter existieren, wenn ich nicht mehr da bin? Vielleicht so ein Take. Lord Fluffel, kommt alle in Ruhe. Ja, sicher. Ja, sicher. John J. Servus, Werner, Servus, Valderada, Servus, Korsika, moin. Ist so verfickt heiß auf das Spiel. Bin auch heiß. Wo ich mir beim Taktikfuchs heute leichte Sorgen gemacht habe, weil ich gesehen habe, so ist schon gerade wirklich wild, so spielermaterialmäßig, wa? Uli-Bashing? Nee, hier gibt's kein Bashing. Uli hat Demenz. Ja, wer das schreibt, hat auch keine Ahnung, Alter. Schalalalala. Sei das Rangnick mal den Laden auf. Rangnick, Kommentare habe ich heute auch gemacht. War ja auch ganz Simon wild. Trie supportet mit 2 Euro. Jawohl, pünktlich am Start, ab geht's rot und weiß ein Leben lang, ihr Arschgeigen, mittelgroßer weißer Kreis. Arschgeil. Simon, vielen lieben Dank für 2 Euro. Ne, Kommentare habe ich ja auch gemacht zum Rangnick vorhin. Ist ja auch sehr gespalten, die Meinung. Was ich aber verstehen kann. Ne, da gehe ich ja teilweise mit. Können wir gleich auch mal kurz drauf eingehen. Ich muss hier nochmal eben kurz hin und her zappen und dann bin ich richtig stark klar. Wir können uns auch gleich das Abschlusstraining angucken. Ich habe nämlich die Info bekommen, dass Römer Kai das kommentiert hat. Geht 20 Minuten. Können wir uns auch anschauen, meinetwegen. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen da rumlaufen. Ich weiß es nicht. Der fraglich war. Aber ich denke, das werden wir eh erst morgen erfahren, wer da genau irgendwie in der Lage ist, aufzulaufen. So meine Meinung. Alter, was ich hier wieder alles aufhabe, ist die wahre Pracht, Leute. Ja, Webcam Inraum wollte ich eigentlich anmachen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob da gerade Bewegung ist. Die ist mal an, dann ist sie wieder aus, 10 Minuten, dann ist sie wieder an. Keine Ahnung. Von daher gibt es heute hier in Erinnerung an 2013, war. Gibt es da eine Choreo oder was? Ist Choreo morgen am Stissel? So, jetzt noch mal einen Chat kriege, da ist er. Dann haben wir es ja fast. Der soweit alle dabei, bis auf der Licht, oder? Ja, das weiß ich nicht, Frau Sicker. Also auf der PK hat der Tore nicht gesagt, dass alle dabei sind. Da hieß es Jamal fraglich, Sané fraglich, Leimer fraglich, der Licht fraglich, Upamecano fraglich. Das ist mein Stand, den ich habe. Oder wurde mittlerweile etwas anderes kommuniziert. Kann natürlich sehr gut sein, das weiß ich nicht, ne? Das möchte ich nicht irgendwie abstreiten.
denke eher, dass Uli enttäuscht ist. Nach Nagelsmann und Flick wollte man Tuchel unbedingt und dann macht Tuchel so viele Fehler. Ich glaube nicht, dass er Uli unbedingt den Tuchel wollte, weil der konnte mit dem Tuchel noch nie. Tuchel war eigentlich immer mehr so der rummenige Move. Wieso kommt Flick nicht zurück? Er wäre viel besser als Rangnick. Das halte ich für ein Gerücht, dass er besser wäre als Rangnick. Aber das halte ich für ein richtig Hardcore-Gerücht. Auf welchen Dingen ist das denn gefußt, dass der Flick besser ist als der Rangnick? Das kannst du mir gerne mal sagen. Weil er eine gute Saison die Spieler gepudert hat und 6 Titel gewonnen hat, oder was? Daran macht man das jetzt fest. Wo war der Flick denn sonst Trainer? Co-Trainer der Nationalmannschaft. Halleluja. Cheftrainer der Nationalmannschaft, klaglos versagt. Nicht in der Lage, ein Team aufzubauen. Und dann soll er jetzt zum FC Bayern kommen und ein Team aufbauen, oder was? Also das ist ein ganz wilder Take. Was? Was habe ich denn damit zu tun, John? Hast mich ja getriggert mit der Hohlbirne von der Bild und dem Nachhaken in der Pressekonferenz. Da würde ich ja gerne mal eine Petition starten, den auszuschließen, ja. Weiß ich auch nicht, was das immer soll, also. Wenn Absage kommt, wovon ich ausgehe, kann man maximal noch Demichelis fragen. Ne, Demichelis hat schon von Anfang an abgesagt. Ich weiß nicht, ob das bei euch allen untergegangen ist. Der hat von Anfang an gesagt, nee, er hat kein Interesse, weil jetzt gerade bei River Plate und da was aufbaut und er da glücklich ist. Also. Wenn der Rangnick absagt, bleibt nur noch der Flick. Und dann wird's wild. Heu in den Sturm, ja. Mein Tipp zum Spiel. Ich kann es nicht tippen. Ich habe es im Taktikfuchs schon gesagt. Ich weiß nicht, was ich tippen soll, Leute. Ich würde jetzt so den Standardtipp 2-1 sagen irgendwie, aber ich habe noch gar kein Gefühl. Ich habe noch gar kein Gefühl für dieses Spiel. So gar nicht. Ja, das kann alles sein. Es kann 2-0 sein, das kann 1-1 sein, das kann auch 4-0 gegen uns sein. Ist hier alles drin bei uns jetzt. Keine Ahnung. Ich denke, es wird darauf ankommen, wer fit ist. So, ich denke, wenn Conny schon mal ausfällt, dann ist schon wild. Weil eigentlich brauchen wir einen so einen Beißer, ne? Der den Bellingham schon mal aus dem Spiel nimmt. Ich glaube, das wäre schon mal ganz wichtig. Manfredo, die sind alle gleich schlimm. Die sind alle gleich schlimm, Alter. Die waren alle Katastrophe. Die waren alle komplette Katastrophe. Frag mich nicht, was da los ist beim Uli. George, moin, moin. Beim Abschlusstraining, ja, da gucken wir gleich mal rein. Vielleicht nur Taktik. Was vom Uli? Was soll das denn für eine Taktik sein? Die musst du mir dann aber erklären. Die Taktik. CB Real 1-1. Ich sag mal so. Solange wir morgen Ergebnis erzielen, wo noch nichts wirklich entschieden ist, ist alles gut. Oder natürlich, wir erzielen Ergebnis, dass es für uns schon entschieden ist. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass wir 4-0 gewinnen werden. Was natürlich utopisch ist und wahrscheinlich niemals passieren wird. Aber wir wissen ja, wir machen auf jeden Fall ein Tor, weil Serge schießt ein Tor. Das ist Fakt. Ne? Das ist halt so. Der Serge macht ein Tor. Fertig. Da wird auch nicht drüber diskutiert. Das ist so. Eine Minute hat er leider nicht gesagt. Lassen wir uns also überraschen. GB, Servus. Hab von einer Kollegin erzählt bekommen, dass ihr Mann am Samstag als Frankfurt-Fan in München in einer Loge gesessen hat und es mega kacke bei uns fand. Die Stimmung muss wie auf dem Friedhof gewesen sein. Ja, da habe ich auch was in den Kommentarvideos schon zu gesagt. Warte mal, ich muss hier aber kurz hier... Die Webcam ist aus, damit man nicht sieht, wie die Ultras die Pyros verstecken. Ja, das kann gut sein. Ja, nochmal, die Stimmung war kacke, weil die Ultras so ihre Lieder gesungen haben. Und der Otto-Normal-Fan und der 0815-Fan, der in der Südkurve steht, die Lieder halt nicht kennt. Weil die sich damit nicht beschäftigen. Und dann ist die Stimmung, wie sie ist. Und dann hörst du die, weiß ich nicht, wie viele stehen da?
Ultras, dann hörst du die ihre Lieder trällern und alle anderen, ja. Und dann hört sich das an, wie es sich anhört. Das ist ja, was ich schon die ganze Zeit erzähle. Aber bloß auch mit Pflege, ganz genau. Ja, Simon. Dann bist du also der Glücksbringer, ne? Sehr gut. Nee, mit der Stimmung ist auch absolut nichts Neues. Ja, da müsste echt mal vieles in Frage gestellt werden, wie die Karten vergeben werden und so weiter. Das ist leider traurig. Ja. Aber wie gesagt, ein Teil finde ich auch, müssten die Ultras da ein bisschen anders organisieren in der Südkurve. Um da halt mal diese ganzen 0815 und nur Sauf-Fans da vielleicht mal irgendwie ein bisschen mitzunehmen. Aber ist das dann die Aufgabe von einer Fangruppe, dafür zu sorgen, dass alle irgendwie Bock haben und mal Stimmung machen? Oder sollte man vielleicht einfach dafür sorgen, dass da andere Leute stehen, die halt Bock haben, Stimmung zu machen? Ne? Das sind so die Grundsatzfragen, die wir schon mal hätten. Aber deswegen ist die Stimmung so scheiße, wie sie bei uns ist. So. Die Tribünen gehen nur mit, wenn der Rest richtig Gas gibt. Weil da sitzen zu, was weiß ich, 50% Event-Fans. So, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist auch völlig fein so. Die bringen ja auch Kohle. So, aber die machen vielleicht noch Super Bayern. Und dann ist bei denen auch vorbei, was Gesangskünste angeht. Ja? So. So ist das leider. Wie können die Verantwortlichen im Verein nur dulden, was Uli so alles von sich gibt? Ich erwarte eine klare Distanzierung. Ja, aber Uli ist doch der Verein, Manfredo. Wer soll denn was gegen Uli sagen? Uli ist der Gott in München. Das ist doch das Ding. Wer soll denn da was sagen? Der Herbert Heiner, der sein Jünger ist, der Chrissy, der sein Jünger ist. Der Einzige wäre der Uli, aber der Kalle, und der Kalle sieht das genauso wie der Uli. So. Dann hört's doch auf. Oder meinst du, so ein Edmund Stoiber, der gefühlt schon am Zerfallen ist, der kriegt die Zähne auseinander? Oder wer soll was sagen? Soll der Eberl was sagen? Der nur da ist, weil der Uli ihn haben wollte? Oder der Freund? Geht ja nicht. Geht nicht. Du hast keinen. Es gibt keinen, der die Fresse aufmachen kann. Es kann irgendwie so ein Lothar sagen, so ein Experte von außen, der mit dem Verein nichts am Hut hat, der kann die Fresse aufmachen. Irgendjemand im Verein kann das nicht machen. Machen wir uns nichts vor. Wir sind eine Wundertüte zur Zeit, ja, aber 100%. Ja. Ja, werden wir uns den Rüdiger geben müssen. Ich kann den auch nicht leiden. Den ist auch so ein Grund, warum man sich die Nationalmannschaft nicht gibt, Alter. Ich würde sagen, 50-50 Tagesform ist entscheidend. Ja, Tagesform ist auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Der andere Faktor wird ein Schiri sein, der andere Faktor wird die Stimmung sein, ein anderer Faktor wird das Momentum sein. Noch ein weiterer Faktor generell erstmal unsere Aufstellung, denke ich. Ja, das ist super schwer, da aktuell was zu tippen. Wieder tippen ist sehr schwer und macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja, sehe ich genauso. So viele Unbekannte allein schon wegen den zur Verfügung stehenden Spielern. Ja. Der neue Trainer schaut schon das Abschlusstraining an, das wäre schön. Ja. Ja, ich denke, wir müssten schon Minimum. Ja, eigentlich müssten wir schon einen knappen Sieg holen, oder? Fürs Rückspiel. Sonst wird es super schwer, Alter. Also wenn wir mit einer Niederlage ins Rückspiel gehen, ei. Mit dem Unentschieden, denke ich, wird es auch schon hart. Aber dann kannst du vielleicht irgendwie, ja, weiß ich, ganz schwer. Wirklich ganz schwer vorherzusagen, da irgendwas. Ohne Conny und Derich bekomme ich vermutlich ein Herz, Kaspar, wenn die auf die IV zu rennen. Ja, ich auch. Hönes hat ja völlig Verstand verloren, vor dem Spiel so viel Unruhe reinzubringen. Ja. Musst du immer fragen, warum er das gemacht hat. Ja, was glaubst du denn, warum Uli das macht? Weil er einen an der Klatsche hat. Weil er einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dieser Mensch.
Der Uli vermisst, ohne Scheiß. Die einzige Erklärung, die ich persönlich habe für das Interview, was er da wieder rausgeballert hat, ist einfach, dass dem Uli das fehlt, dass er im Rampenlicht ist. Ihr müsst euch mal überlegen, der stand wie lange? 30 Jahre Mr. FC Bayern, immer im Rampenlicht, immer Attacke, immer Vollgas. Und dann von heute auf morgen weg, dann erstmal, was war's, ein Jahr, anderthalb im Knast, ganz von der Bildfläche verschwunden. Ja, vielleicht fehlt ihm das einfach. Und deswegen muss er dann solche Dinge rausballern. Ich habe keine Ahnung. Welchen Grund soll es denn geben? Welche Taktik soll denn dahinter stehen? Dass man so einen Dünnpfiff über Menschenrechte erzählt, über den aktuellen Trainer erzählt, über die Fans erzählt. Man legt sich noch mit den eigenen Fans an, wundert sich dann, dass die Stimmung scheiße ist. Das alles vor einem Halbfinale gegen Real Madrid. Also da kannst du doch nicht mehr alle Latten am Zaun haben, außer du brauchst gerade deine absolute Selbstdarstellung und dein Gepuder. Ich meine, alle Leute, die da in dieser Runde dann am Ende sogar noch rangenommen wurden, das war ja eine Farce. Oh ja, Sie sind ja der Geilste und der Beste und Sie sind ja Mister ganz Deutschland, hört auf Sie, wenn Sie was sagen. Alter, was waren das denn für Leute? Waren die alle gekauft oder was? Was ist denn los mit denen? Junge, da hätte ich mal sitzen müssen. Katastrophe war das, ja. Junge, da gibt es keine Erklärung für. Nenn mir eine. Also ich finde keine. Also aus Vereinssicht war es schädigend, hoch 10. Aus Sicht, um zu sehen, wie der Uli vom Kopf her tickt, war es für ihn selbst schädigend. Ja. Der einzig gute Take, den er gebracht hat, war mit der AfD. Alles andere hättest du dir schenken können, was er da von sich gegeben hat. Rüdiger ist ein Psycho. Ja, das weiß ich nicht, ob der ein Psycho ist. Ja, na klar sind Ulis Aussagen vereinsschädigend. Na, aber volles Rohr sind die vereinsschädigend, die er da getroffen hat. Du kannst doch nicht ernsthaft als Aufsichtsrat hingehen und erstens mal sagen, worauf er ja beharrt, weiß ich nicht, seitdem es passiert ist, die Fans sind schuld, dass die Meisterschaft verloren wurde, weil sie Tennisbälle in Bochum geschmissen haben. Das ist ja schon mal vereinsschädigend. Ja? Wenn du dann aber hingehst, vor einem Champions League Halbfinale nochmal gegen Real Madrid und den Trainer so an die Wand stellst, was er tut, ja, dass die Aussage richtig ist, dass ein Tuchel nicht Bock hat auf Jugendspieler, sind wir uns alle einig, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Kann man belegen, alles gut. Ja, kannst auch intern äußern, war mit Sicherheit auch der Grund, warum der Tuchel am Ende gehen musste, gar keine Frage. Aber das kannst du doch nicht so rausballern in der Öffentlichkeit. Was ist denn los, Alter? Hä? Da stimmt doch was nicht, da ist doch irgendwas kurzgeschlossen. Niki Nick, moin. Und wie gesagt, das Einzige, wie du das erklären kannst, ist reine Selbstbeweihräucherung. Alles andere, es gibt keine logische Erklärung. Dafür war es zu viel dummes Zeug zum völlig falschen Zeitpunkt, ja. Dass man sagen könnte, ja, der Uli wollte nur von irgendwas ablenken oder sowas. Genauso vereinsschädigend ist es zu sagen, ja, Ralf Rangnick ist jetzt die C-Lösung. Und wenn das nichts wird, dann fragen wir den nächsten, dann ist dann die D-Lösung. Auch sowas kannst du ja intern kommunizieren, ja, ist ja auch normal. Du willst deine Kandidatenliste haben, der ist dein Favorit, bla Sülz. Aber da setze ich mich doch nicht hin und hau das öffentlich raus. Hä? Was ist denn los? Also der nächste, sollte der Rangnick wirklich absagen, den nächsten Trainer, den du anfragst, Alter, der sagt dir von vornherein, haben die einen an der Murmel oder was? Also der nächste, wenn der wirklich absagen sollte, der Rangnick, der Trainer, der nachkommt, der kann null Charakter haben. Wirklich. Das tut sich doch keiner an. Gar keiner. Aus welchem Grund? Der denkt sich doch, was wollt ihr denn jetzt von mir? Alter, Katastrophe. Junge. Ganz wild. Thorsten, danke für deine 99 Cent. Mehr Druck kann sich aufbauen beim Serge. Ja, der Serge steckt das weg. Der ist wie Sané, ist eine Maschine. Chico, servus. Keine Sorge, Tuchel wird schon richten in der Champions League. Patrick, schönen guten Abend. 3-1 oder 4-2 für uns. Ja, hoffentlich.
Ja, der Flickjünger, er stand doch da oben schon. Der Mega-Chico ist doch einer von den Chicos. Eieiei. Jamal, Lieber und Conny waren wieder im Teamtraining. Okay. Ja, man, ich kenne jedes Dorf irgendwo in Deutschland, oder was? Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Dass der Uli mal den Eberl aber völlig überfahren hat. Und auch die Äußerung, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja nur, ja, wenn der Freund und der Eber sich dann entschieden haben, dann kommen die zu uns nach oben ins Büro, machen den Diener und wir heben oder senken den Daumen. Und wenn nur einer von uns, die da alle sitzen, den Daumen senken, dann war es das. Du kannst doch heutzutage nicht mehr so einen Verein führen, Alter. Was ist denn, was? Katastrophe, Alter. Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, wie man das Ruder jetzt wieder rumgerissen kriegt. Und wenn der Uli dann noch 3 Tage später gleich wieder nachlegt und sagt, ja, ich werde jetzt in Zukunft wieder öfter meine Schnauze aufreißen, ja, Alter. Also dann. Ich meine, gut für meinen Kanal, war keine Frage. Es wird Aufmerksamkeit da sein, aber für unseren Verein eine Katastrophe. Wer wohl nachrangig noch auf der Liste steht? Ja, keiner. Nur noch Notlösungen. Selbst der Rangnick ist ja schon eine Notlösung. Wen willst du holen? Könntest nur einen holen, der verzweifelt ist, der unbedingt einen Job will. Ja, kannst den Hansi vielleicht da mit reinnehmen in die Verlosung. Alles andere, nee. Wild, ey. Ja, na klar, ein Eberl und Freund noch irgendwas im Ärmel. Wahrscheinlich irgendein RB-Jugendcoach oder was weiß ich was. Irgendeiner wird schon machen am Ende des Tages, aber weiß ich nicht. Fuckbad, aber Hönes hat recht. Wobei? Ja, bei der Sache mit der Jugend, bei allem anderen Katastrophe. Haben wir die Meisterschaft verloren, weil Fans in Bochum Tennisbälle geworfen haben, oder was? Damit hat der Uli recht. Das war ein wilder Take dann. Es gibt ja genug Standardlieder, Akkordeon. Normalerweise ist es ja auch so, dass die Ultras dann auch 1, 2 so Standarddinge anstimmen. Dann hörst du ja dann auch, dann singt ja auch die Kurve mit. So, aber wenn die halt ihre ich meine, obwohl das Wembley-Lied sollte auch jeder 0815-Fan kennen, Alter, der sich wenigstens ein bisschen mit dem FC Bayern beschäftigt, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja, Manfred, das wäre wahrscheinlich, aber Uli und seine Frau dann bitte, ne? Am Küchentisch machen die das dann. Ja, Schiri ist natürlich wieder eine Katastrophe für uns, ne? You supported mit 2 Euro. Kleine Unterstützung für den tollen Kanal. Vielen lieben Dank für die 2 Euro. Der Schiedsrichter ist natürlich auch eine Katastrophe. Also das ist ja, der ist ja Unsympath hoch 10, Alter. Ja, natürlich brauchen wir morgen Glück. Man braucht immer Glück im Halbfinale. Ja, aber das ist ja schon immer so. Ja, da sind ja auch nur wir Deutschen wieder so eingekackt, Alter. Andere Länder unterstützen ihre internationalen Teams halt. So in Deutschland geht das nicht. Deutschland wäre es jetzt auch nicht Wunder gewesen, wäre unser Spiel vorher auf den Sonntag gewesen, dann hätten wir auch noch am Sonntag gespielt. Ja. Das ist ja schon immer so. Schlechtes Gefühl mittlerweile? So mittel. Uli muss sich ja den Mund auch nicht verbieten lassen. Das hat er sich ja auch verdient im Verein. Aber es müsste doch möglich sein, dass man sich mit dem Uli da hinsetzt und ihm einfach mal sagt, Uli, guck mal, das, was du jetzt gesagt hast, diskreditiert doch das. Uli, was du da jetzt gesagt hast,
bringt doch die Fans gegen dich auf. Uli, was du da jetzt gesagt hast, schreckt doch alle 9 weiteren Trainerkandidaten ab. Uli, was du da jetzt gesagt hast und so weiter. Man kann ihm das ja mal versuchen, vernünftig zu erklären. Und wenn er der ist, der er halt ist, dann kann er das in der Regel, sollte er das auch nachvollziehen können. Ja? Kann ja nicht so schwer sein. Polo, servus. Die Höhne ist Rangnick verhindern. Ja, und dann setzt er sich selber auf den Stuhl, oder was? Thorsten, wunderschönen guten Abend und nochmal danke. Wenigstens haben wir jetzt ein Alibi. Ja, das haben wir der Mannschaft halt auch noch gegeben, ne? Ist auch noch ganz groß. Ja. Denke, der Höhnes kann ich loslassen. Ja, das ist ja auch völlig okay. Das ist ja auch verständlich. Da will ich auch nie was gegen sagen, ja? Aber man muss das ja nicht in dieser Art und Weise dann tun. Du hast vieles falsch gemacht, das bloßstellen ist unterste Schublade. Ja, ist es auch. Ja, wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, den Uli zur Sau zu machen. Ja, das wissen wir alle. Also das war schon immer so. Auch mit den Fans in der Südkurve, da ist oft genug gegen Uli geschossen worden. Damit kommst du beim Uli nicht weiter. Thorsten, danke. Der Emery ist die Lösung, ja. Der hat auch richtig Bock drauf, wa? Ambus, selber. Deine Meinung zu den vielen RB-Spielern und Verantwortlichen? Ja, völliger Schwachsinn, Alter. Kann ich gar nicht nachvollziehen, das dumme Gelaber, sage ich euch ganz ehrlich. Also jeder, der den Eberl als RB-Verantwortlichen oder sonst was sieht, Alter, der hat halt auch irgendwie den Schuss nicht gehört. Ganz ehrlich. Und ein Rangnick hat auch schon vor RB existiert. Also man muss da echt mal die Füße am Boden halten. Also, Junge. Völlig krank. Völlig krank. Hula, morgen macht es knapp ja ein Tor. Ganz genau, Rayo. Hast schon die neuen Retro-Tricks im Online-Shop gesehen? Hab direkt 2 Stück bestellt. Ja, ich habe sie morgens gesehen, weil mein Schatz mir die geschickt hat. Ich wollte sie abends bestellen. Es gab keine mehr. Das Angebot war verschwunden. 11 Stunden. Daraufhin habe ich mal meinen Unmut an den Support von dem ach so tollen Online-Shop geschickt. Nee, glaube ich nicht, dass man Tuchel noch fragt. Wie soll das denn auch funktionieren jetzt, Lenny? Jetzt mal ernsthaft. Glaubst du wirklich, der Tuchel hat so wenig Selbstachtung und sagt jetzt noch, ach ja, ich würde jetzt noch gern beim FC Bayern bleiben? Alter, was ist denn los? Hä? Hat er doch gar nicht nötig. Ebel hat gesagt, dass man mit mehreren Kandidaten spricht und Uli sagt genau das Gegenteil. Ja. Uli für immer dankbar, aber er hat fertig. Ja, na klar. Leute, nochmal, das ist dasselbe wie bei den Spielern. Ja, Uli hat diesen Verein aufgebaut. In der ersten Phase sehr, sehr alleine, später mit dem Kalle zusammen, haben die was geschaffen, was einmalig ist unter diesen Voraussetzungen. Ja. So. Aber das heißt ja nicht, dass man das jetzt, habe ich ja gerade schon gesagt, dass man jetzt denkt so, ach ja, ich bin jetzt bald nicht mehr da, ich reiß das Ganze jetzt wieder ein. So, das muss ja nicht sein. Ja, warum auch? Also. Nee, gibt's auch nicht bei uns. Wer kommt, sollte Rangnick wirklich absagen. Ja, Hansi Flick natürlich. Mourinho lernt Deutsch. Ja. Als Barca-Fan seit 22 Jahren wünsche ich euch gegen den korrupten Müll-Regime-Club aus Madrid viel Glück und drücke die Daumen. Halte nicht viel von Bayern, aber dich finde ich sympathisch. Weiter so. Nehme ich mal so hin, Mr. Deluxe. Marco Rosa am Ende. Nee, der tut sich das auch nicht an. Dennis Ball-Legende. Das mit Uli wird noch schlimmer, soll Leverkusen den Titel verteidigen. Das wird noch richtig wild werden, ne? Ich gehe davon auch aus, dass das noch schlimmer wird.
Ja, wir brauchen Watsche mal auftragen. Ja, dann steh doch mal auf, GB. Thomas supportet mit 2 Euro. Toller Kanal, der selbst mir als Schalker den FC Bayern näher gebracht hat. Oh, Glück Thomas. auf. Glück auf. Und vielen lieben Dank für deine 2 Euro. Aber werden die nicht besser als Fananleihe aufgehoben bei euch, oder was? Zählt doch jeder Euro, oder? Ach so, meinst du das? Mehr können die Fans im Stadion nicht. Okay. Nein, es gibt doch kein Happy End. Warum? Es kann kein Happy End geben, Leute. Kann kein Happy End geben mit Thomas Tuchel. Erst recht nicht nach diesen Aussagen. Also. Die Baumis, guten Abend. Ich dachte an Ruhm Amorium. Amorim? Kenn ich nicht, sagt mir gar nichts. Es wird schon jemand den Trainer machen bei uns, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ja. Aber wie gut oder schlecht das dann irgendwie passt und so. Wild. Real hat immer Schiri-Bonus, ja, so kommt es auf jeden Fall rüber, ne? Hoffen wir mal, dass es morgen nicht so ist. Tennisbälle-Aktion hat, wenn überhaupt, 3 Punkte gekostet. Wie groß war nochmal der... Nein. Selbst wenn man... nein. Junge. Also dann sollte man klipp und klar den Charakter dieser Mannschaft aber richtig an die Wand stellen. Ne? Wenn das wirklich ein ernsthaft gemeintes Argument sein soll. Dass man, weil die 15 Minuten im Regen standen und 5 Grad war, nicht mehr Fußball spielen konnten. Aber der VfL Bochum oder was? Weil die standen da ja auch. Die saßen da nicht mit Wärmdeckchen auf der Bank und haben heißen Tee getrunken. Junge. Brauchst du ein schlechtes Gefühl zurück, Baumis? Mhm. Ja, aber ein Fußballspiel geht halt 90 Minuten plus Nachspielzeit und nicht 90 Minuten. Mich interessiert das, wo Leverkusen wäre, wenn sie keine Tore in der Nachspielzeit gemacht hätten. Ja, na klar habe ich die selber aufgenommen, GB. Selber eingesungen. Nein, habe ich natürlich nicht selber aufgenommen. Haben wir doch schon im Manager-Stream gehabt. Kannst du einfach bei YouTube, gib mal bei YouTube ein, Fangesang Südkurve München oder sowas. Kriegst du von jeder Fangemeinschaft. Seit Corona kriegst du von jedem Stadion Fangesänge. Also. Hüpfer Bayern, Hüpfer ole ole. Basler Hamann machen, ja, ganz wild. Also mal ganz ehrlich, seit wann hat ein Aufsichtsrat überhaupt was mitzureden bei der Einstellung von Personal, das nicht dem Vorstand angehört? Warum haben wir eigentlich eine sportliche Leitung, wenn die ihr Personal nicht selbst aussuchen dürfen? Für den Trainer muss es doch ein Budget geben. Anbo, hast du nicht gehört, was der Uli gesagt hat? Die dürfen den ja aussuchen. Christoph Freund und der Eber suchen den aus. Wenn die das getan haben, dann gehen die Stufen hoch, klopfen an beim Aufsichtsrat, dann geht die Tür auf. Dann sitzen da die 5 Granden. Hallo, wir würden gerne XY einstellen. Gucken die sich alle an und dann machen die entweder so oder so. Und wenn einer von den 5 so macht, dann wird derjenige nicht eingestellt. Das ist, was der Uli gesagt hat in dem Interview. Das kommt ja noch nicht mal von mir. Das ist ja noch nicht mal ausgedacht. Das ist, was der Uli gesagt hat. Das musst du dir reintun. Und dann wundert man sich, dass es läuft, wie es läuft. Hast du die Vereinssatzung? Steht da was zu vereinsschädigen Verhalten? Nee, Manfredo, habe ich nicht.
Naja, das ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Einstellung, dass einem alles scheißegal ist, was andere denken. Da bin ich ja eh nicht gestrickt. Ja. Hat ja nicht was unbedingt damit zu tun, dass man... Nur weil mir egal ist, was andere über mich denken, muss ich ja nicht irgendwas tun, was dem schädigt, was ich mag. Also das ist ja auch... Da, 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 da. Trainingsreaction. Ja, wir gucken da gleich mal rein. Wir hören mal, was der Roy zu sagen hat. Uli ist vom Verein der Geburtshelfer und Totengräber im Personalunion. Und wenn das so weitergeht, ja. Er ist dann aber auch der Einzige, der es erlauben kann, ne? Naja, ich weiß, dass der Uli das aber dem Kicker gesagt hat, dass er wieder öfter Teilung Attacke macht. Phileas Fogg, servus. Thomas, nochmal danke für die 2 Euro. Mourinho wäre Trapattoni 2.0. Das wäre schon geil, oder? Morgen fliegen rote Tennisbälle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber langsam bekomme ich richtig Angst um unseren Verein, so wie derzeit dort gehandelt wird. Ich bekomme immer mehr den Eindruck eines wankenden Riesen. Ja, Anwo, ich gehe da 100% mit. Ich habe diesen Eindruck leider nach diesem Interview, was der Uli da von sich gegeben hat und die Sachen, die er ja internes erzählt hat, wie da sportliche Entscheidungen getroffen werden und sowas. Ja, gehe ich da leider mit. Brauchst morgen ein rotes Shirt wieder. Ja, weißt du, wo es ist? Jens Otto, das ist ja alles gut und schön, dass man das so sehen sollte, aber wenn der Opa halt der Oberste ist, an dem sich alles hochzieht, dann klappt das halt nicht, dass man die 20 Euro sich nimmt und das Geschwurbel anhört. Am Ende wird es Pflege, ja. Analog One. Schönen Feierabend, servus. Na, Lachnummer Europas, sportlich gesehen würde ich das nicht sagen, wenn wir im Champions League Halbfinale stehen, ne? Es regnet, muss ich ja nicht denken. Ja, wie wir 3 Punkte verloren haben. Bei Manager pennt der GB auch. Er macht genau so ein Ding, war das. Der größte Stich ins Herz war für mich gegen Saarbrücken, habe sowas noch nie erlebt. Nee, da gab es schon Schlimmeres. Auch im Pokal. Ja, mach das doch, GB. Wenn du dich damit besser fühlst, hol dir die Red Bull Fängesänge. Nee, das lasse ich nicht gelten, Dejan, die Verteidigung. Das fühle ich nicht. Auf ein gutes Spiel morgen, genau, Marcel. Servus zusammen, schau dich jetzt schon länger, will aber jetzt auch ab und an meinen Senf dazugeben. Tippe morgen auf ein 3:1 für uns. Spoiler 1 vom Serge. Hallo, das ist kein Spoiler mehr, das ist Gewissheit. Ja, habe ich nichts gegen 3:1. 3:1 wäre, dann hätte ich richtig gute Vibes, dass wir weiterkommen. Ja, die PKs waren auch ziemlich ereignislos. Ne?
Viel Standardzeug hat. Aber ist ja auch immer ganz angenehm. In Madrid ist morgen keiner dabei, weil wir in München spielen. Genau, wie im alten Rom. Wie Cäsar. Kann auch sein, dass der Uli beide Daumen nutzen darf. Dass er 2 Stimmen hat. Ja, Uli ist richtig weit hinausgeschossen. Es kann nur besser werden. What's up? Hoffen wir's. Also wenn der Rangnick wirklich kommen sollte, bin ich guter Dinge. Auch wenn ich ihn so wirklich nicht mag und er sich, also mich erstmal ein bisschen, ne? Muss ihm dann mal die Chance geben und ihn vielleicht ein bisschen sympathischer finden, aber das ist ja am Ende des Tages Wurst. Es geht ums Sportliche. Ne? Bringt ja nichts, wenn ich ihn super sympathisch finde und er den Verein vor die Wand fährt. Wer immer es sein wird. Deswegen verstehe ich da auch diese Aussagen halt nicht. Zum Thema Rangnick. Wie gesagt, ich kann den auch nicht leiden. So gar nicht. Ich habe eine richtige Abneigung gegen den. Aber, wenn man das rein Sportliche betrachtet, könnte er genau der Richtige zur richtigen Zeit sein. Weil man kann ihm ja viel vorwerfen, ja, dass er nie einen Titel gewonnen hat, bla Sülz. Aber dass er eine Mannschaft aufbauen kann, Strukturen schaffen kann, ich denke, das hat er ja nicht nur einmal bewiesen. Also, von daher... Ja, meint ihr, der Rangnick hat nur eine Spielweise, oder was? Meint ihr, der Rangnick kann die Mannschaft nur auf Konter und auf Pressing einstellen? Was anderes kann er nicht, oder wie? Spielt Österreich gerade auch so? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Österreich-Spiel gesehen. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Aber der Mann ist lang genug im Fußball dabei. Ich denke, dass er auch ein bisschen was anderes kann. Weil, ja, na klar, kannst du beim FC Bayern nicht so spielen. So. Na, vielleicht steht die Spielphilosophie auch gar nicht erstmal an erster Stelle. Ja? Da steht ja an erster Stelle erstmal, dass man den Kader umstrukturiert und in den Griff bekommt. Ja, du kannst keinen suchen, der den Uli in Rente schickt. Wie soll das funktionieren? Das geht halt nicht. Der Uli muss, wenn, das Einzige, wie der Uli in Rente geht, ist, wenn er das selber möchte. Profi-Subskription from Sabi. Anders geht das nicht. Wie soll das funktionieren? Da kannst du ja holen, wen du möchtest. Das geht nicht. Also. Sabi, vielen lieben Dank erstmal. Wie soll das funktionieren? Das geht halt einfach gar nicht. Wie auch? Uli hat diesen Verein aufgebaut. Den kannst du ja nicht in Frage stellen. Schon gar nicht von außen steht. Soll jetzt ein neuer Mann kommen und soll dann den Uli in Frage stellen? Also, in welcher Funktion soll er kommen? Müsste ja schon der Aufsichtsrat Vorsitzende machen. Ja, ansonsten müsste man da gucken, wer den Aufsichtsrat wählt. Und dann müsste man diesen Personenkreis ändern, der dann nicht mehr den Uli Hoeneß wählt. Und ach, ich habe keine Ahnung, wie die Strukturen da überhaupt aufgebaut sind bei uns. Ehrenpräsident nur fertig, dann kann er auch reden, was er will. Ja, aber selbst dann hat das ja noch Gewicht. Hast du doch beim Kaiser gesehen, der war auch nur Ehrenpräsident. Wenn der aber was gesagt hat, dann war er nicht sogar Ehrenpräsident, wo das mit Lyon war? War der nicht auch nur Ehrenpräsident, glaube ich? Das ist halt einfach das Standing, was diese Ikonen haben. Und das haben sie ja auch zu Recht. Ja? Das weiß ich nicht. Weiß nicht, was die Ultras machen. Ist mir auch relativ Wurst.
Frage ist, ob der Club Nummer 12 irgendwie eine Choreo geplant hat oder sowas. Jetzt reden die Zeitungen über Uli und nicht den künftigen Trainer. Aha. Das war der Move, oder was? Aktuell wirkt vieles wie bei Manchester United, kommt einfach keine Ruhe rein und es wird Geld verbrannt. Ja, leider kommt wirklich keine Ruhe rein, ne? Aber das ist halt auch hausgemacht, das ist ja so das Problem. Die Unruhe kommt ja nicht von außen, die ist ja wirklich hausgemacht. Indem sich so ein Uli Hoeneß da hinsetzt und dieses Interview gibt. Oder davor, vor ein paar Monaten, das Interview mit der Nagelsmann-Geschichte. Warum macht man sowas? Gerade wenn man sagt, ich möchte den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser fahren, dann ist das kontraproduktiv. Und das sollte ein Uli auch wissen. Also. Deswegen sage ich ja, das Einzige ist reine Selbstdarstellung. Anders kannst du das nicht erklären. Ich denke auch, dass Leipzig nächstes Jahr auf jeden Fall eine Nummer werden kann, ne? Die auch mit oben angreift. Gehe ich auch von aus. Vorhin noch die Pressekonferenz mit Mikado gesehen und gedacht, wie dämlich es damals war, ihn zu entlassen. Wenn die Spieler noch ein bisschen mehr gewollt hätten, wäre das mit Mikado auch gegangen. Denn das ging ja noch nicht mehr um die Spieler, das ging ja nur um vielleicht 1, 2 Spieler. Da sind wir halt wieder bei dem Thema zu viel Macht. Wir werden morgen 4-1 gewinnen. Hoffentlich, Ben. Naja, Eberl und Freund sind ja keine Trainer, wa? Muss ja dann schon einen Trainer haben, der diese Mannschaft dann auch führt und zusammenbaut, ne? Jens, servus. Hast Amazon Prime noch nie dort Fußball geschaut? Ja, dann kannst du das doch morgen tun. Ja, kannst du. Das spielt keine Rolle. Kannst auch auf deinen alten Laptop gucken. Sollte sich automatisch anpassen. Spielt man Sukic morgen? Ja, na klar. Senator Grauboot. Servus. Und fragen, ob ich es hier mit Vereinsmitgliedern zu tun habe oder nicht. Und das weiß ich nicht, da muss er die Leute fragen. Ich bin Vereinsmitglied. Hohlfeld ist doch frei vorbei. Ja. Dein Tipp für morgen? Ich habe leider noch keinen Tipp dann. Nee, was soll ich mich da zurückhalten? Also, ich fand es lächerlich, dass der Tuchel, anstatt zu sagen, ja, na klar ist das der Klassiker schlechthin, dann auf einmal anfängt, wieder die englischen Clubs aufzuzählen. Ja, da hätte ich wieder richtig reingehen können, aber ich hatte keinen Bock. Ich bin mit dem Thema Tuchel halt einfach durch, Alter. Das ist genug. Soll er sein Manchester United, soll er Liverpool, soll er Barca aufzählen? Ich denke, das Duell in der Champions League schlechthin ist nun mal Bayern gegen Real. Punkt. Und ja, natürlich sieht das ein Manchester United-Fan wahrscheinlich anders und ist ja auch alles fein, aber er ist halt Trainer des FC Bayern und dann weiß ich nicht, ob man so eine Takes dann auch bringen muss, aber er ist ja eigentlich nicht mehr Trainer des FC Bayern, musste sich die Sprüche vom Uli reinballern. Wen wundert's dann, dass sich ein Thomas da hinsetzt und dann halt, anstatt zu sagen, ja geil, richtig geiles Spiel, ist der Klassiker, weil es die meisten Mannschaften, die oft genug im Halbfinale sind, das Duell, was am häufigsten gab in der Champions League, dass er sich dann da hinsetzt, ja, ist ganz gut, aber Manchester United, Liverpool und wie sie alle heißen und bla und Sülz, ja,
Muss man sich dann auch nicht wundern, wenn man Trainer so behandelt. Fertig. Aber daran siehst du halt auch, dass der Tuchel sich... Aber wollen wir ihn jetzt noch vorwerfen, dass er sich jetzt nicht mit dem FC Bayern identifiziert? Ich denke nicht. Ja, wenn er so schon seit einem halben Jahr entlassen ist und sich vom Uli Hoeneß solche Sachen in der Öffentlichkeit reinziehen muss, dann, ja, nochmal. Da hat der Uli alles getan, um alles zu demontieren, was wir diese Saison vielleicht noch erreichen können. Ja, also, Katastrophe. Bin auch kein Rangnick-Fan, aber er weiß, was er tut und hat Ahnung von dem Job. Das denke ich halt auch. Ich denke, er wäre der Beste in der Situation und der würde auch Uli Kontra geben. Ja, da wird sich auf jeden Fall nichts gefallen lassen, ja. Da gehe ich auch mit. Ja, ich weiß, dass der welcher Schiri pfeift. Das wird wild, ja. In dem Interview hast du wieder richtig gemerkt, nach den ersten 3 Sätzen beim Uli gemerkt, dass er in BZ-Laune war. Die Interna schön rausgelassen, den Trainer wiederholt an die Wand gestellt und das vom Champions League Halbfinale gegen Real. Das ist doch nicht mehr tragbar. Der Uli sollte mal einsehen, dass auch er einen großen Anteil daran hat, dass der Verein die letzten 2,5 Jahre so ausgesehen hat. Ja, natürlich. 100%. Gehe ich 100% mit. Was ist los? Rode! Vielen lieben Dank für deinen Sub. Rangnick hat ja nichts gewonnen, ja. I don't know. Fühle ich immer nicht diese Geschichten. Da muss man schon in Verhältnisse setzen, wo ein Rangnick war und so weiter. Dann können wir das ja gerne mit in irgendwelchen Argumenten reinnehmen. Charlotte hat auf die Knabri-Vorhersage in lustiger Laune geantwortet, ich kann sagen, dass Vinicius größere Chancen hat zu treffen als Mendy. Ja, den Carlo kannst du mit sowas nicht locken, Alter. Carlo ist einfach ein geiler Typ, ey. Ich verstehe selbst nicht so viel vom Fußball, aber ich denke, man sollte Freund und Eber vertrauen und machen lassen. Dem einen oder anderen Vorstand sollte man Sprechverbot in der Öffentlichkeit erteilen, wenn es nicht schon zu spät ist. Irgendwann gibt es keine Trainer mehr auf dem Markt. Das weiß ich nicht, warum das ein Problem sein soll, wenn Rangnick bei Transfers mitreden möchte. Wenn die Spielphilosophie nicht an erster Stelle steht, wäre das noch schlimmer, da der Kader an der Spielphilosophie ausgerichtet sein muss. Es wäre halt der Optimalfall, wie wir es schon 100-mal gesagt haben, ne? Dass der Verein eine Spielphilosophie sich wünscht, die vorgibt und danach den Trainer aussucht. Und dann danach die Spieler ausgesucht werden. Ja, wir werden sehen, was passiert, ne? Nee, bei De Jong war er Präsident noch, okay. Naja, das werden wir dann sehen, ob dem so ist oder nicht. Wenn es der Rangnick werden sollte. Ja, dass die Spielweise sich so wahnsinnig unterscheidet komplett. Und weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich beurteilen, möchte ich nicht beurteilen. Können wir gerne beurteilen, wenn er da ist. Wir reden ja immer noch von hätte Fahrradkette. Ja, noch steht, vielleicht macht der Rangnick jetzt auch so wie der Nagelsmann. Ja, was durchaus verständlich wäre. Wie, was, mit welchen Aussagen, auf welche Aussagen bezogen wollte der Uli pushen? Nach dem Motto, dir zeige ich es jetzt. Falls nicht, ist es unterste Sau, auch wenn er recht hatte gegenüber Tuchel. Ach so, du meinst diese mit der Jugend oder was? Das ist ja auch das Argument, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Vielleicht hat der Uli das gesagt, damit der Thomas das jetzt anders macht. In 5 Saisonspielen soll der Tuchel jetzt Talente entwickeln oder was?
Das ist ein Argument, das geht halt nicht. Also nochmal. Das kannst du ja am Anfang bringen. Das kannst du auch meinetwegen zur Winterpause bringen. Ja. Aber doch nicht, wenn du nur noch 5 Saisonspiele hast und du im Halbfinale gegen Real Madrid stehst. Also. Ohne Scheiß, der Tuchel, wenn er ein richtiger Wichser wäre und wenn ihm alles scheißegal wäre, wisst ihr, was der Tuchel dann jetzt machen müsste? Dann müsste der jetzt mal sämtliche Talente in die erste Mannschaft ziehen und die alle auflaufen lassen gegen Real Madrid und die ganzen gestandenen Spieler sitzen auf der Bank. Und dann hättest du eine 6-0 Klatsche gekriegt und dann hättest du mal Odis Gesicht dir angucken können. So. Was wäre dann gewesen? Also völlig Katastrophe einfach, Leute. Das kannst du auch nicht schönreden oder irgendwelche Argumente suchen, was der Uli damit bezwecken wollte. Er wollte rechtfertigen, warum der Tuchel entlassen wurde. Das ist alles. Und das ist okay. Aber mach das doch nicht öffentlich. Und nicht zu diesem Zeitpunkt. Dass er recht hat mit der Aussage, ja, steht ja außer Frage. Junge, Junge. Aber das ist ja auch nur eine kleine Aussage von 10 Fässern, die er da aufgemacht hat in diesem Interview. Das ist doch das Schlimmste. Ja, wenn das nur diese eine Aussage gewesen wäre, hätte er doch sagen können, ja, alles klar, war wieder typisch Uli, ist er mal wieder zu emotional geworden, ist mal übers Ziel hinausgeschossen. Aber nein, das ganze Interview, 1 Stunde lang, war ein Banger nach dem anderen. Also. Wild. Unser Aussichtsrat besteht aus Sponsorenvertretern, das ist richtig, ja. Aber nicht aus Sponsorenvertretern, aus Anteilseignern, ne? Weil Audi, Allianz und Telekom, ich weiß gar nicht, ob Adi das auch, haben ja Anteile am Verein. Und deswegen stellen die ein Aufsichtsratmitglied. Aber der Rest muss ja gewählt sein eigentlich, oder? Also Kalle, Uli, der Heiner halt, weil er Präsident ist er da drin. Der Chrissy, weil er CEO ist. Warum Uli und Kalle da drin sind, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht mal recherchieren. 2-2, sagt der GB. Wäre auch okay, oder? Vereinsmitglied seit 22 Jahren, Simon. Aber er meine, nochmal, also das ist auch so ein Thema, weiß ich nicht, was man darauf jetzt, wo man damit hinaus wollte. Können wir mal ganz kurz darauf eingehen. Nur weil man Mitglied eines Vereins ist, oder anders, nur weil man kein Mitglied eines Vereins ist, hat man nicht das Recht, über den FC Bayern zu sprechen oder Ahnung vom Fußball zu haben oder zu meinen, man hat Ahnung von Fußball oder das ist wieder so ein Take, Alter, das ist, kannst du dir in den Allerwertesten schieben, wa? So. Ja, wo sind wir denn hier? Seid ihr denn auch alles Vereinsmitglieder, die hier über Fußball reden? Junge, wen interessiert es denn, ob du Vereinsmitglied bist? Viel wichtiger ist doch, was du hier drin fühlst, Alter. Ja? Und nicht, ob du Vereinsmitglied bist und dich jedes Wochenende besoffen in die Kurve stellst und 90 Minuten lang deine Fresse hältst. Dann kannst du so viel Vereinsmitglied sein, wie, was weiß ich, Lotto King Karl. Das ist halt auch wieder so eine Geschichte, Alter. Das könnt ihr euch halt schenken, so eine dumme Sache. Das ist derselbe Take wie, ja, du bist ja nur ein Erfolgsfan. Weil der FC Bayern kritisierst, wenn er gut spielt, oder was, Alter. Hier, könnt ihr euch schenken, solche dummen Fragen heute. Weißt schon, worauf das hinausging? Mara ist nicht stimmlich dabei, weil Mara angeschlagen ist. Wie stehst du Henri? Auf was bezogen? Als Trainer, oder was? Sollte sich dieses Chaos im Verein fortsetzen, könnte der Super-GAU drohen. Bayern 04, VfB, RB und BVB vor dem FCB und damit keine Stimme sehen. Joa, da sind wir ja ganz weit von weg. Der Zeitpunkt ist Mist, aber mit der Aussage, dass Tuchel kein Jungförderer ist, hat Uli einfach recht. Ja, Antagon, das steht ja auch nicht zur Diskussion. Das ist ja, was ich gesagt habe. Aber guck dir das Interview gerne mal komplett an. Rangnick hat nichts gewonnen, aber viel erreicht und bewirkt.
Ja, keine Ahnung. Wir können gerne mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Rangnick, wenn er denn wirklich der Trainer werden sollte. Dann können wir das sehr gerne tun. Vorher macht das alles immer wenig Sinn, ne? Haben wir ja beim Nagelsmann gesehen. Ja, natürlich hätte man den Nagelsmann niemals ohne Hoeneß Zustimmung entlassen. Hat der Uli ja selber in dem Interview bestätigt, wie das abläuft. Ja. Bei Einstellung eines Trainers oder bei Entlassung eines Trainers. Also braucht er sich da nicht so scheinheilig hinsetzen, wie er es vor 6 Monaten getan hat. Oder vor 3, was weiß ich, wenn das war, in dem komischen RTL-Interview. Verstehe ohnehin nicht, wieso er den Tuchel jetzt noch so rund macht. Alle kennen das Problem, er ist bald weg, soll es doch einfach aussitzen wie wir alle. Ja, ganz genau. Völlig, es gibt keinen Grund. So. Welchen Grund gibt es? Es gibt keinen Grund dafür. Mach es nach der Saison, wenn du es unbedingt loswerden willst. Alles gut. Tritt nach. Ja, was auch schon vereinsschädigend wäre, meiner Meinung nach. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dieses Fass aufzumachen, I don't know. Ganz wild. Uli ist nicht mehr als Aufsichtsratmitglied tragbar und meiner Meinung nach hat der Aufsichtsrat sich auch nicht in die Trainersuche einzumischen. Das geht auch an Kalle. Wenn sie sich nicht ändern, sodass sie wirklich sporadische Vorteile ständig auch Wege haben, geht das Gemuchse bei Transfers und Trainersuche so weiter. Ja. Nicht Rangnick wäre, würde ich nur zum FCB kommen, wenn Uli sich aus dem Aufsichtsrat verabschiedet. Ja, das passiert ja nicht. Das Thema sieht dann eigentlich komplett vom Tisch. Ja, wir brauchen ja keinen Trainer, der keinen Bock hat, eine Sprache zu lernen, oder? Zumindest wenn dem so ist, was ich nicht beurteilen kann. Ja, Eber kann doch kein Machtwort sprechen, also der wurde doch durch Uli installiert. Ohne Uli wäre doch ein Eberl nie da. Wie soll der Eberl jetzt ein Machtwort gegen Uli sprechen, oder was? Das ist so das Schwierige bei uns. Moin alle zusammen. Warum kommt nicht mal ein ehemaliger Spieler, sprich ein Schweinsteiger und Co., die sind wirklich clubverliebt, mit der richtigen Philosophie und auch der richtigen Einstellung? Als was jetzt? Als Trainer oder was? Oder auf was bezogen? Nur weil ein Schweinsteiger ein guter Spieler war oder ein Philipp Lahm ein guter Spieler, weiß das doch nicht, dass sie gute Trainer sind. Dann wäre doch jeder gute Spieler ein super Trainer. Das ist doch nicht der Fall. Das ist doch immer noch eine Seltenheit. Also, wenn das jetzt darauf bezogen war, da mal irgendwie in den Verein aktiv zu werden, ja, auch das hat der Uli alles verhindert. Ein Philipp Lahm hatte damals Interesse, wollte aber gewisse Kompetenzen haben, die hat Uli ihm nicht gegeben, deswegen ist das nicht zustande gekommen. Ja, gut, aber Carlo und Kalle waren ja schon immer so. Was soll er da jetzt auch schlecht sprechen? Da konnte der Kalle ja jetzt nichts für. Und der Carlo ist auch lang genug in dem Geschäft schon gewesen, um zu wissen, wie der Hase läuft. Also. Ja, na klar, Amu. Sehe ich genauso mit dem Trainer. Das kannst du halt so öffentlich nicht äußern halt. Was? Nochmal. Stell dir jetzt vor, der Rangnick sagt ab. Den du danach nimmst. Alter, wie willst du das noch verkaufen? Ja, wir nehmen dich jetzt, weil Alonso, Nagelsmann, Rangnick wollten nicht. Deswegen nehmen wir jetzt dich. Aber wir sind total von dir überzeugt, du wuppst das hier, du bist unser Mann, wir glauben an dich. Ja, kannst du sagen, danke lieber Uli, dass du das öffentlich so klargestellt hast, dass das so ist. Weil Eberl hat das nicht getan. Eberl hat sich die ganze Zeit dahingestellt und hat gesagt, ja, wir reden mit vielen Leuten. Es ist ja logisch, dass das so läuft, wie es läuft. Das ist ja logisch. Das ist ja, aber du kannst das doch nicht öffentlich äußern, Alter. Du kannst das doch nicht öffentlich äußern. Der nächste Trainer, der sich da hinsetzt, die erste Frage, die in der PK kommt, von dem verfickten Bildreporter, wie ist es denn, dass Sie nur die 4. Wahl sind? Wie gefällt Ihnen das denn? Das ist die erste Frage, die kommen wird. Bumm. Lächerlich. Ja, wird morgen ordentlich weggeflext. Bin sehr gespannt.
Da, 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 da. Naja, wir wissen ja alle nicht, was da gesprochen wurde zwischen Tuchel und Uli. Ja, also, das wissen wir ja alle nicht. Bin sehr gespannt, ob der Tuchel nach der Saison, wenn er weg ist, nochmal irgendwie etwas zu dieser ganzen Chose sagt. Dann kann's richtig schmutzig werden, glaube ich. Ansonsten hoffe ich, dass der Tuchel irgendwann seine Biografie schreibt und dann bin ich mal gespannt, was da drin steht über die, was sind's dann? 16 Monate Bayern. Hole Deluxe, ja, sehe ich genauso, ne? Ich kann mir das Interview nur aus Ego-Gründen erklären. Guck mal, ich bin immer noch da und ich bin der Mr. FC Bayern. Ja, das Interview war teilweise ein Fremdschämen. Ja, war es auch. Also, Katastrophe. Wie gesagt, ich habe mich geschämt, dass das der Oberste ist von dem Verein, wo ich ein Leben lang Fan bin und Mitglied bin und so viel für getan und gegeben habe. Das war wirklich Schämen. Ne? Also, das war wirklich Schämen. Baus ihn aus! Ich bin auch heiß auf morgen. Ich freue mich auch richtig aufs Spiel. Ich habe richtig Bock. Real ist immer geil. Genau, der hätte auch bis nach der Saison Zeit gehabt, der FC Hollywood Gedöns. Der Herbert Heiner ist doch Adidas-Chef gewesen, ja. 1:0 oder 2:1, wenn es gut läuft. Naja, ein Tor machen wir durch Serge. Ich denke, Heavy macht vielleicht auch eins, dann machen wir schon mal 2. Kai ist getriggert. Ja, aber ich wusste, worauf diese dumme Frage abzielt, Alter. Ich wollte erst nicht drauf eingehen, aber nachdem ihr alle geschrieben habt, wie lange ihr Mitglied seid und sowas. Weißt du? Das ist halt so. Senator, okay. Dann nehme ich das mal so hin. Aber in der Regel ist das halt so. Wenn das so die erste Frage ist, ja, seid ihr denn auch alle Mitglied, wenn ihr hier über Fußball redet? Dann sorry, Senator, dann habe ich das falsch eingeschätzt. Ist halt leider die Erfahrung, die man macht online. Aber nicht nur online. Ist ja generell oft so, ne? Viele denken so, ja, nee, du nimmst das Recht raus, du bist kein Mitglied, bla bla bla. Na, 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 na. Schatz, was soll ich dazu sagen? Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so du FCB Klaus. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so tu Jarix. Ja, hoffentlich hören wir den morgen 5-mal, oder? Thomas, die Den Song. Lokomotive tut giftet it hier 1 so du und die Sisi. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so tu ANBU 948. 4:0. Thomas, die Lokomotive tut giftet it hier 1 so du Xastarions. Thomas, die Lokomotive, tut. Vielen lieben Dank für deine wieder mal 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Damit sind schon 102, ne? Was schon krank ist. Und was ich kurz aktualisieren muss, weil ich das sonst vergessen habe. Weil ich ein alter Sack bin. Eieieiei. Ja, wenn ich gleich irgendwann unten angekommen bin, wenn ihr alle nichts mehr zu sagen habt, können wir gerne ins Abschlusstraining reingucken. Ist ja noch früh am Abend war. Ja, alles gut. Eberl passt auch gut. Ich finde Eberl auch gut, dass er auch bis dahin sehr gut gemacht hat. Deswegen ist es halt so schade, dass der Uli ihn jetzt so ein bisschen überfahren hat, auch mit seinen Aussagen.
Uli ist halt einfach enttäuscht davon, dass ein Tuchel halt nicht versucht hat, diese Talente halt einzubauen. Und das verstehe ich ja auch. Ja, da gehe ich ja 100% mit. So, haben wir schon 100-mal gesagt. Ich erzähle das seit, weiß ich nicht. Ja, seit der Vorbereitung habe ich schon gesagt, bring doch den Pavlo endlich. So, wenn du keinen Sechser hast. Ist ja alles gut. Ja, also dass er damit recht hat, aus meiner Sicht hat er damit recht. Da kann man natürlich drüber streiten, dass der eine sieht das so, der andere sagt, der Tuchel hat einen Pavlo rausgebracht, was völliger Tullux ist in meinen Augen. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass der Uli mit dieser Aussage recht hat. Der Tuchel hat einfach keinen Bock dazu, bei einem großen Verein die Talente erst zu entwickeln. Er möchte bei einem großen Verein fertige Spieler, um Erfolg damit zu haben. Und das ist völlig legitim. Deswegen ist Tuchel ja auch kein schlechter Trainer. So. Aber das weiß ich, wenn ich Herrn Tuchel verpflichte, weiß ich das, weil er das genauso bei PSG und bei Chelsea getan hat. Ja, und dann kann ich mich nicht 5 Spieltage vor Ende der Saison dahinstellen und dieses Fass aufmachen. Das geht halt einfach nicht. Naja, Michael Fink, aber du kannst dem Uli ja trotzdem nicht absprechen, dass er den Verein in einer schwierigen Phase gerettet hat. Ja, mit dem Verkauf von Rummenigge, da war er ja schon mit dabei. Aber na klar, hat ein Schwan und so weiter, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ohne die wird es den Verein nicht geben. Ja, aber Uli hat den Verein schon dahin geführt, wie gesagt, dann später mit dem Rummenigge zusammen in die Gewässer, wo wir uns gerade befinden. Ja, das kann man den Uli ja nicht absprechen. Also da müssen wir jetzt nicht anfangen, den Uli jetzt hier irgendwas abzusprechen. Wenn der neue Trainer mal die 4. Wahl wäre. Ja, wir wissen es ja noch nicht. Thomas Doll. Ja, hör mir auf mit Thomas Doll, Alter. Alonso, De Zerbi, Emery, Nagelsmann, Ralf Rangnick. Dick fehlt da noch. Bayern und Uli ist wie eine Ehe, bis der Tod entscheidet. Ja. Das ist aber auch verständlich, oder? Es hat ja auch keiner was dagegen, dass der Uli im Aufsichtsrat ist. Und ich habe ja noch nicht mal was dagegen, wenn der Uli da im Hintergrund wirklich die Fäden zieht. Ja, klar, können wir diskutieren, dass es scheiße ist, gar keine Frage. Aber halt doch einfach in der Öffentlichkeit die Fresse zu allem, was den FC Bayern betrifft. Lass dich doch gerne über diese Sponsorengeschichte aus. Lass dich meinetwegen auch über Katar aus und stell dich dahin und zeig, welche Art Mensch du bist. Ja, was zum Schämen ist. Ja, und was bei mir persönlich viel Respekt vom Uli genommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber halt doch einfach die Fresse, wenn es um FC Bayern geht. Nochmal, die Aussagen, die er getroffen hat, haben doch Max Eberl völlig platt gefahren. Neben Tuchel. Ja. Der Eberl, der die ganze Zeit sagt, ja, wir sprechen mit vielen Kandidaten. Na klar, haben wir eine Liste, aber wir sprechen gleichzeitig mit vielen Kandidaten und gucken, wo was geht. Was soll er auch anderes sagen? Er kann ja schlecht sagen, ja, der Alonso war der Erste, der Nagelsmann war der Zweite, die haben wir nicht gekriegt. Jetzt ist Ralf Rangnick der Dritte, da warten wir auf eine Antwort. Wenn wir den nicht kriegen, ist der 4. Hansi Flick. Und wenn der keinen Bock hat, ist der 5. XYZ. Kannst du nicht bringen. Es sei denn, du heißt Uli Hoeneß. Ja, Halleluja. Ja, na klar ist es ein Nachteil, dass sie ein Spiel erst zu Hause haben. Aber das ist halt so, wie es ist. Aber na klar ist das ein Nachteil. Haben wir doch gegen Arsenal gesehen, oder? Wir sind gerade gefährlich nah dran, den Weg von Manchester United zu gehen. Ja. Ja. Anburg, ich sehe das ganz genauso wie du. Deswegen ist das ja auch so, dass einen das so aufregt, weißt du, und so mitnimmt. Ich verstehe das vollkommen. Mit mega Spiel morgen, ja, hoffentlich. Vielleicht tut sie das ja, Ambo. Vielleicht hat die Frau auch den Verein aufgebaut und Uli ist nur die Schachfigur. Weißt du? Seit 48 Jahren Mitglied. So alt bist du schon, GB? Kai, genau mein Take. Das ist exakt die Frage, die ich von den Hohlbeeren vom Bild und Sky erwarte. Ja, na klar, ist doch aber auch normal. Weil Drama Sales, Alter. Drama und Sex Sales. Alles andere zählt doch nicht. Gerade beim FC Bayern.
Nimm doch einfach meinen Kanal als Beispiel. Guck dir an, wie viele Kommentare, Aufrufe es gibt, wenn wir ein Spiel gewinnen. Guck dir an, wie viele Kommentare, Aufrufe es gibt, wenn wir ein Spiel verlieren. Mehr brauchst du über die heutige Gesellschaft nicht wissen. Ein knackiges 7-1, wo kommt das denn her? Serge wird doch niemals 90 Minuten direkt packen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, Raju. Also, gehe ich auch nicht von aus. Auch ein Sané nicht. Ja, wenn du E-Jung gekickt hast, dann passt du auf jeden Fall als Trainer. NBA Sir, mir ist an mir. Uli würde, wenn er könnte, nochmal den Jupp aktivieren. Würde ich auch tun, wenn der Jupp nochmal 15 Jahre jünger wäre. Ähnlich hat es Ambo erwischt. Ja, guck mal an. Ja, Real hat schon ein paar unsympathische Spieler, ne? Also aus meiner Sicht auch. Aber auch ein paar sehr gute Spieler. Und auch ein Spieler, der super stark in seiner Karriere unterschätzt wurde, so international gesehen. So Modric, glaube ich. Was der ja schon so geleistet hat in seiner Karriere, ich glaube, das wird auch nicht so richtig gewürdigt, oder? Aber vielleicht ist das in Spanien auch ein bisschen anders. Ich bin sehr gespannt, ne, ob Serge recht. Also wenn Sané spielen kann, dann wird er wahrscheinlich Sané recht spielen und Serge links. Dann werden wir wahrscheinlich kein Guerrero sehen, oder? Oder in der Mitte, wenn Leimer nicht spielen kann. Vini ist echt maximal unsympathisch. Ja, aber da kannst du ja den tollen Rüdiger gleich mit reinstellen. Ralf Rangnick, Fußballtrainer und Revolutionär, YouTube. Äußerst sehenswerte Dokumentation für alle, die an ihn zweifeln. Ja, kann man sich ja mal angucken. Ich kann die ja mal abspeichern, wenn der wirklich Trainer werden sollte. Könnte man sich das ja mal geben. Vorher macht das keinen Sinn, aber... Ja, eben, Max. Das sehe ich halt auch so, ne? Wenn Hoeneß so weitermachen will, sollte er ins operative Geschäft wieder gehen und nicht aus der zweiten Reihe. Genau. Ganz genau. Dann kann er das machen, dann steht er an der Freund, dann kann er das rausballern, dann ist alles gut. Aber nochmal. Von hinten aus der letzten Reihe irgendwie dann den Eber da so zu demontieren mit seinen Aussagen zu den Trainergeschichte, ist halt auch wild. Dann soll er halt wieder ins operative Geschäft gehen, dann kann er die Fresse wieder aufreißen und dann ist doch gut. Das Mittelfeld mit Leimer und Leon war bockstark. Ja, ich denke auch, dass beide auflaufen werden, wenn Leimer spielen kann. Und wie gesagt, für mich musst du die linke Seite mit Mazraoui und Guerrero wieder besetzen. Rechts außen lässt du halt, was weiß ich, wenn beide fit sein sollen, eine Halbzeit Sané spielen, eine Halbzeit Gnabry und gut ist. Ja, das ist ja auch okay, Antagon. Das ist ja auch völlig verständlich. Ne? Der eine möchte das lieber so haben, dass er für alles verantwortlich ist in der Premier League, als wie in der Bundesliga. Das ist doch völlig fein. Aber hätte er auch gar nicht zum FC Bayern kommen sollen, weil auch das weiß man. Dass man als Trainer beim FC Bayern halt nicht dieses Mitspracherecht hat, wie vielleicht in anderen Vereinen. Und schon gar nicht wie in der Premier League. Würde mich freuen, wenn Nagelsmann irgendwann noch einmal zurückkommt und es allen zeigt, was er bestimmt auch irgendwann tun wird. Irgendwann ist ein langer Begriff. Vielleicht lebe ich dann schon gar nicht mehr, wenn er zurückkommt. Der ist ja noch ziemlich jung.
Mit Ancelotti kam Uli auch nicht klar. Wer sagt das denn? Ich habe es vor Wochen gesagt, die Trainerposition wird zum Feuerstuhl. Ich glaube, der FCB ist nicht mehr so beliebt als Arbeitsplatz, wie manche das gerne hätten. Nach den jetzigen Aussagen, die man jetzt noch getätigt hat, definitiv nicht, nee. Also ich glaube, da überlegt sich ein Trainer jetzt schon zweimal, ob ich zum FC Bayern komme, wo mir dann öffentlich meine Fehler vorgehalten werden und ich dadurch vielleicht für spätere Clubs uninteressanter werde, ist schon wild, ja. Ja, genau, Manfredo. Überleg dir, du bist als Trainer bei den Bayern zu arbeiten und bist Zeuge dieses Kindergartens, ja. Den Nagel an die Schuhe hängen, ganz genau, JB. Ich gehe davon aus, dass Sergej Thomas 45 Minuten lang schockverliebt macht und in der zweiten Halbzeit der Schuppo für ihn reinkommt und dann geht's richtig los. Boah. Also wenn der Schuppo gegen Real Madrid reinkommt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube, in der Gesprächsrunde mit Uli und Co. wird ihm auch keiner oft widersprechen, sonst ist er nicht länger Teil der Gesprächsrunde. Nee, das glaube ich gar nicht, Steve. Ich glaube schon, dass du den Uli widersprechen kannst. Die Frage ist nur, ob der Uli sich davon was annimmt. Aber Uli ist ja schon ein Typ, was er auch immer kommuniziert und was man auch so hört, dass er schon Streitgespräche mag. Ne? Also das glaube ich schon, ja. Frage ist, was er sich dann davon merkt und was davon in Zukunft Einfluss auf Entscheidungen hat. Ja. Wer weiß. Bei Finale Home haben wir auch im Rückspiel Madrid gespielt. Ja, alles gut. Das heißt ja auch nicht, dass du nicht weiterkommst, weil das Rückspiel auswärts erst ist. Also. Was denkst du, wie alt deine Abonnenten im Durchschnitt sind? Arthur, extra für dich gucke ich das nach. Ich würde sagen, bevor ich nachgucke, wenn ich den Chat nehme, würde ich sagen 40. Aber vielleicht gehen wir auch auf 35 runter, wenn ein paar Junge auf YouTube reingucken. Keine Ahnung. Ich guck mal nach. Es gibt da so Statistiken, die man einsehen kann. Warte. Ach, der grüne Neun. Formate, Top-Länder, Top-Sprachen. Hier sehen wir es doch. Warte. Zack. Ich mach mal die Logos aus. So. Also, wiederkehrende Zuschauer habe ich 36.124. Bei 5.000 Abonnenten ist das eine Farce, Leute. Eine absolute Frechheit. Um das mal ganz klipp und klar zu sagen. Ja, in den letzten 28 Tagen übrigens. Einzelne Zuschauer 63.295. Gut, Kanäle, die sich deine Zielgruppe ansieht. Seht ihr das? Kannst du ein bisschen größer machen. Sportbild. Sport 1, skysport.de, Kicker, Bully Insight. RAN, Kick, Calcio Berlin, FCB Insight. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist FCB Insight nicht dabei, aber wie wir sehen, an 10. Stelle. Okay, was sich deine Zielgruppe ansieht. Reif ist live. Ach du grüne Neune. Wild. Okay. Top-Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Vereinigte Staaten, Thailand. Ist da Bescheid. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigen. Alter und Geschlecht. Weiblich 5,2% immerhin. Ja, Halleluja. Wild. Die Frauen sind auf dem Vormarsch im Fußball, oder? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
13 bis 17 Jahre 0,1%, 18 bis 24 10,8%, 25 bis 34 22,7%, 35 bis 44 Jahre 22,7%, 45 bis 54 19, 55 bis 64 16, über 65 8%. Ist auch ein Durchschnittswert? Nicht wirklich, ja. Ja. Könnte also, wer schnell dabei ist, könnte euch einen Durchschnittswert ausrechnen. Wir können ja ganz kurz gucken, wenn wir das rausnehmen, die 10%. Oh, da sind schon 22%. Nehmen wir die auch noch raus, dann sind 32% da weg, hier weg. Ja, sind wir bei über 40, wa? Im Schnitt. Sind wir schon über ein 40er Schnitt, denke ich. Was auch gut so ist. Bin kein Monte, wa? Eigentlich war doch gerade gute Stimmung. Ist ja immer noch gute Stimmung. Man muss das halt ein bisschen verdrängen, so diese Uli-Geschichte, ne? Aber ja, mal erklären kann man sich halt nicht, ne? Modric wurde Weltfußballer, okay. Was ist jetzt mit Tim Walter? Ja, rufen ihn an. Was hat der Rüdiger verbrochen? Keine Ahnung, ich mag den einfach nicht. Ein Spacken, Alter. Rangnick denn der große Talentförderer? Würde ich sagen schon, oder? In guten wie in schlechten Zeiten, wo ich schlechte Zeit eigentlich übertrieben finde, weil gegen die perfekte Saison von Leverkusen kann man nicht wirklich böse sein. Und Champions League läuft ja auch. Das Einzige, was man ankreiden kann, ist Pokal, sonst ist das alles auch ganz gut medial gepusht. Ja, dann bist du halt ein Fan, dem die Ergebnisse oder der das an den Ergebnissen festmacht. Was völlig fein ist, dann stimme ich dir 100% zu, Senator. Dann ist die Saison okay. Ja, gar keine Frage. Wenn man ein bisschen tiefer schaut und mal die Ergebnisse außen vor lässt, sich mal die Spiele anschaut, den Fußball anschaut, die einzelnen Spieler anschaut, und auf welchem Level sie spielen und die Entwicklung der Mannschaft anschaut, dann ist das leider katastrophal seit 2,5 Jahren. (4:1) nach Rückstand. Also ich habe das nicht im Gefühl, ich sag's euch. Bin eher so auf maximal unentschieden oder ein knapper Sieg mit einem Torunterschied. Aber das ist immer gut, wenn ich so eine Gefühle habe, von daher. Dennis Haushofen 3:1. Wenn du Kane gut in Szene setzen kannst, kann es klappen. Ja, Harry Kane ist Versicherung, Alter. Bin gespannt, ob Knabri wie eine Bude macht. Ja, sicher. Die Mannschaft hat keinen Charakter. Colio. Gar keinen Charakter. Also, das sind, da bleibe ich auch bei, auch wenn es jetzt ein bisschen mannschaftlich geschlossener ist. Aber machen wir uns nichts vor, so ein Leon performt gerade auch nur auf dem Level, wie er performt. Weil er zur EM möchte und so weiter. Du kannst die Sachen durchgehen. Also, das ist... Jonathan 24, Max 25, 46, 62, 27, 32, 47. Ja, dann haben wir hier im Chat vielleicht einen 30er, 35er Schnitt. Guck mal, lag ich doch gar nicht so schlecht mit meinem Bauchgefühl. Morgen wird das Publikum brennen. Ja, da gehe ich auch von aus.
denke, die Zuschauer hier gehen gesellschaftlich über alle Schichten und sind altersmäßig gut verteilt. Ja, so soll es ja auch sein, wa? So soll es ja auch sein. Sehe aber aus wie 45. Ja, jo, ist ja wohl klar, guck mich an. Ja? Ich sehe auch aus wie 28. What's up, dann bist du nicht der Opa hier? Das wäre noch interessant, ja, wer der Älteste ist, oder? Also wir wissen ja auf jeden Fall, gibt es 7%, die über 65 sind. Aber ob die auch hier im Chat sind? Der FCB morgen gewinnt, fühlt sich wie 30. Bully Inside. Geil, oder? Live ist live. Na, 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 na. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Bitteschön. Vielleicht gibt es morgen Abend die größte und nächste Sternchen von Musiala. Ich würde es ihm wünschen, wa? Wegen meinem Charme. Der ist ja nicht vorhanden, mein Charme. Also beim Fußball ist er nicht vorhanden. Ja, ich kenne die Rocket Beans. Ich habe da auch mal reingeguckt einmal, aber war nicht so meins. FCB Inside ist ja Kanal für die wirklich heißen News, ja. Die sind auch alle ganz heiß gestrickt mit der Nadel. Max Mustermensch. Das ist auch völlig fein. Das kann ich ja hier nicht nachgucken. Ich glaube, boah. Wenn ich tippen müsste, würde ich echt sagen, ein Drittel ist nicht Bayern-Fan. Wenn nicht sogar mehr. Bei mir auf dem Kanal. Weil wirkliche Bayern-Fans, die meisten Bayern-Fans hassen ja eher, was ich mache. Weil das meistens oberflächlichere Fans sind. Und die dann gar nicht verstehen, was ich sage. Ja, das tun ja wirklich nur die Bayern-Fans, die sich auch ein bisschen tiefer beschäftigen. Daher Lob und Anerkennung an alle Bayern-Fans, die hier sind. Aber der ganz normale Bayern-Fan, ohne dem was Böses zu wollen, der rafft ja gar nicht, worüber ich rede. Das hat man in der Hinrunde ganz gut gesehen, wenn ich die Spiele kritisiert habe, obwohl wir sie gewonnen haben. Das haben die gar nicht gerafft, was ich von denen möchte. So. Und das ist auch nicht schlimm. Wie und wo schaust du das Spiel morgen? Ich werde zu Hause schauen und natürlich auf Amazon Prime, wa? Der Licht, Leimer, Sané, Gnabry und andere angeschlagene Beziehungen nicht fit, morgen ganz sicher kein Vorteil. Ja, mal abwarten. Mal abwarten, Manfred. Ist ja morgen ein Livestream geplant? Ne, geplant ist nicht. Vielleicht passiert spontan was, weiß ich nicht. Schaust du auch die anderen Spiele, Dortmund und Leverkusen? Dortmund schaue ich mir an, ja, das interessiert mich schon. Ja. Weil ich denke, Dortmund hat Chancen gegen Paris. Oute mich, ich finde Reif mittlerweile gut. Ja, ist doch völlig legitim. David Moon. Ja, dann bist du auf jeden Fall das Küken hier. Ja, wir brauchen eigentlich nur die Null halten. Rayo, ne? Wir brauchen nur die Null halten. Der Serge macht ja einen, dann ist alles gut. Bitte verlinken meinen Namen. Mittlerweile glaube ich, dass Uli der berühmt-berüchtigte Maulwurf bei uns ist. Ja, also nach dem Farce-Interview ist dem wirklich alles zuzutrauen, Alter. Ist schon wirklich wild. Kurze Frage, kann man bei Amazon Prime auch später das Spiel im Re-Live gucken? Denn so um 21 muss ich zum Rewe. Ja, sollte gehen eigentlich. Vielleicht bei Form Leon einfach, weil ihm das Vertrauen geschenkt wurde. Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob Spieler wie Kimmich und Leon das vergessen können, dass ein Tuchel sich da hingesetzt hat und gesagt hat, das sind für mich keine Führungsspieler und eigentlich will ich diese Spieler nicht haben, ich möchte eine neue Achse aufbauen. Ist vielleicht Typsache. Ja? Aber ich glaube schon, dass die eher aus Eigennutz performen gerade. Aber warum, ist am Ende des Tages auch egal, solange sie performen. Kane, erster Titel, direkt Champions League zu Hause und dann Europameister in seinem neuen Hause. Würde ich ihm so gönnen. Ich würde es ihm auch gönnen. Erakan, zu den 4% aus Österreich. Ja. Guck mal. Kommst du aus dem Pott? Ja. Guck mal, ich habe da nichts schon wieder vergessen, HSV, FCB. Ich weiß es nicht mehr. Es waren ja nochmal 3 Buchstaben und dann hatten wir uns auf, was? Auf K geeinigt? Ich weiß nicht mehr. Ist er? Alter Mann. Aber Servus und Moin. I'm from the, was? Wo ist es hin? Black Forest. Ja, geil. Will ich auch gerne leben im Schwarzwald. Da wird Hönes kalt gestellt. Nie. Dann, wenn er irgendwann aufhört. Ja, David, ist doch schön. Habe ich leider nicht die Zeit für. Was ich gegen FCB Insight habe? Ich habe nichts gegen FCB Insight. FCB Insight ist immer super lustig, wenn man auf dem Klo sitzt und Kommentare liest. Ansonsten nehme ich FCB Insight genauso wenig ernst wie Bild-Zeitung oder sonst was, weil FCB Insight kopiert nur irgendwelche Sachen, die irgendwo gehört wurden, schreibt sie auf eine eigene Seite, nennt es FCB Insight und dann hast du da die ganzen Idioten, die irgendwas in die Kommentare schreiben. Ein super Format, womit man ganz easy Geld verdient. Das ist FCB Insight. Ich habe noch nie gesehen, dass FC Insight mal irgendwas selbst recherchiert oder sonst was hat. Das ist denen auch scheißegal. Die hauen einfach irgendwas raus, was irgendwo steht. Ob das stimmt oder nicht, ist denen kackegal. Das Einzige, was mich daran triggert, ist, dass es FCB Insight heißt. Ganz wild. Ich glaube nicht, dass ein Tell reinkommt. Rayo, vielen lieben Dank. Ich gucke BVB PSG, ja. Vielleicht nur nebenbei, aber ich werde es auf jeden Fall schauen, ja. Talkie Bayern. Guten Abend. Ja, alles gut. Ist mir aber auch völlig Wurst, Erakan. Das ist mir völlig Wurst. Da habe ich kein Problem mit. Das weiß ich aber auch. Also. Ich bin so alt, dass ich weiß, dass ich ein schwieriger Typ bin und anecke. Und das ist auch völlig fein für mich. Erstes Bayern-Spiel, wo es in TV sehen durfte, war gegen Atletico Madrid Schwarzenbeck in letzter Minute zum 1:1. Zweiten Spiel haben wir die dann zerlegt. Ja, 7:0 oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal im Olympiastadion war. Boah. Kann ich dir echt nicht sagen, ey. Als sich Elba in den Teppich gewickelt hat. Ja. Und Carsten Janker reingetreten. Gebürtig aus Siegen, lebend in Bochum. Ja, guck mal. Erstmal Servus und liebe Grüße in die Runde. Ich werde, glaube ich, für morgen ein besonderes Augenmerk auf Gnabry werfen und schauen, ob er wirklich eine Bude macht. Ich glaube, das wird die ganze Fußballwelt tun, oder? Nach der Ansage.
Was vermutest du bezüglich Saragossa? Problem zwischen dem Spieler und Trainer. Seit der Spieler da ist, spielt er überhaupt keine Rolle und unter diesen Voraussetzungen hätte man ihn nicht holen müssen. Ja, was soll ich da vermuten? Tuchel hat einfach keinen Bock auf diesen Spieler. Gut. Also, es kann ja jetzt nicht sein, dass dieser Spieler das Fußballspielen verlernt hat. Nachdem er Spanien verlassen hat, oder? Er hat vorher bei seinem Club performt, ist spanischer Nationalspieler geworden, kommt zu uns und sitzt nur auf der Bank. Also, sorry. Kann mir keiner erzählen. Nochmal zu Uli und seinen Aussagen. Der Moderator hätte ihm widersprechen bzw. kritisch nachfragen müssen, aber nein, er hat ihn hofiert, geradezu verehrt. Manfredo, das ist richtig. Man hat aber allerdings, ich stimme dir 100% zu, man hat aber gesehen, wie schockiert er war zu den Aussagen zu Katar. Das hast du ihm schon angesehen. Aber du weißt natürlich auch nicht, wie das abgesprochen war vorher. Na? Aber ja, das Ganze, jeder, der da saß, das ganze Dingen war eine reine Wir vergöttern Uli-Parade. Ja, nochmal, wenn du dir die Fragen mal danach angehört hast, auch das Geklatsche bei vielen sehr fragwürdigen Äußerungen, ja, das war schon echt wild. Also. Spielt der glorreiche FCRM heute noch live? Das weiß ich noch nicht. Der Bully Insight, wie gesagt, die nehmen irgendwelche Schlagzeilen oder irgendwas, was irgendwo steht und ballern das raus, um Klicks zu machen, um Geld zu verdienen. Das ist alles, Leute. Jeder, der das nicht rafft, ist selber schuld. Also, das ist eine reine Gelddruckmaschine. Nichts anderes. Gelddruckmaschine auf dem Rücken des FC Bayern. Das ist FC Bayern Insight. Bully Insight ist noch wilder. Okay, also weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Mein Tipp morgen 2:2. Wäre schon ein Ergebnis, womit man leben könnte, oder? Schatz, mach das mal, ne? Ist die halbe Stunde schon rum? Weiß ja nicht, wann du es geschrieben hast. 4:0. Alter Belly. Also zu 0 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, glaube ich. Elber war schon immer mein Liebling. Elber war schon gut, ne? Lol. Tijan ist ja geil. Ja, ich mal gut, ich blende bei mir auch irgendwelche Spacken aus, wa? Das wisst ihr ja alle. Das wisst ihr ja alle. Das ist meine Prediction für morgen. Ganz wild, ganz schwer. 3:1, Gnabry Doppelpack, ein Tor Kane durch Elfmeter. 3:1 wäre schon mega Ergebnis, ja. Fand die Ansage affig mit Gnabry. Ja, weiß ich, fand ich jetzt nicht so wild. Hat Tuchel schon wildere Takes gebracht, oder? ...88 im Olympiastadion geschaut. Ich weiß das echt nicht mehr. Das ist aber bei mir generell so. Ich habe aus meiner Jugend und also generell, ich weiß nicht, ich habe da keinerlei Erinnerung. War ganz wenig, ey. Ist leider so. Und das ist bei mir auch so, Vorsicker. Saragossa ist ein Skandal. Was hast du persönlich gegen Rangnick und hast du nicht vor ein paar Wochen gesagt, dass du austretest, wenn er kommt, nur dass es schade um die Mitgliedsnummer wäre? Leute, ich werde niemals aus dem Verein austreten, wenn irgendein Trainer kommt. Das sind irgendwelche Sprüche, die dürft ihr nicht für ernst nehmen, ist ja wohl klar. Ich weiß nicht, ich kann den einfach nicht ab. Das ist wie mit Marcel Reif, Alter. Das ist einfach eine persönliche Abneigung. Aber das heißt ja nicht, dass sich das ändert. Das werden wir ja sehen, wenn er da ist. Ich bin Tuchel und Klopp-Fan. Supporte immer ihren Club.
Aber ich mag deinen Kanal und finde FCB auch teilweise sympathisch. Da werde ich auch nächste Saison weiterschauen, was FCB macht. David, vielen lieben Dank. Ja, klar ist Tuchel extrem motiviert, die Champions League zu gewinnen. Ich glaube noch nicht mal, dass es darum geht, Uli was zu zeigen. Das ist einfach... Er ist ja nun mal Trainer im Leistungssport. Also, das ist der höchste Titel, den er gewinnen kann. Natürlich ist er motiviert. Alles andere wäre ja auch eine Farce, oder? Außerdem geht es ja auch um sein Standing. Sind wir doch mal ehrlich. Also... Zweite Runde DFB-Pokal raus, Meisterschaft irgendwie 8 Spieltage vor Ende weg. Was macht das mit deinem Standing? So. Da ist ein Halbfinale in der Champions League halt schon eine Ansage, ne? Ja, das war wild mit dem Saragossa auch am Wochenende. Wie gesagt, das ist dasselbe, nur nicht gesagt, was der Uli mit dem Tuchel gemacht hat. Vom magischen Dreieck, ja, das war schon ein gutes Dreieck. Ich weiß zwar nicht, was der Freddy Bobic in dem Dreieck gemacht hat, aber... Ach so, 14:0 war von 74. Okay, 4:0 war es. Also ich bin morgen nicht im Stadion. Das kann ich dir sagen. Zeitmaschine, wir gewinnen 2:0. Matthias, bis von 3:0 über 3:0, dass ihr überall die 0 seht, finde ich schon krass, ey. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber also mein Gefühl sagt nicht, ich denke, dass wir Minimum 1, wahrscheinlich sogar 2 kassieren werden, also. Das weiß ich nicht, ob ein Ten Hag besser passen würde als ein Rangnick. Ich glaube, ein Ten Hag würde auf jeden Fall auch passen von seiner Art und Weise, ja. Das glaube ich schon. Ja, aber das alle in Rot hat der Müller verbreitet, oder nicht? Ich glaube nicht, dass der Müller in irgendwelchen Choreoplanungen mit einbegriffen ist. Kai, was machst du, wenn Rüdiger später den Trainerschein macht und mal den FCB trainiert? Das wird niemals passieren. Und ich hoffe, dann liege ich schon unter der Erde, dann ist mir das egal. Phil, servus. Morgen wird Real plattgewalzt, Punkt. Ja, ich glaube, also wir müssen, ich gehe auch mit, dass wir, also einen Punkt müssen wir, also unentschieden müssen wir auf jeden Fall holen. Ein Sieg wäre mega, ne? Dann haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen fürs Rückspiel. Eine Niederlage wäre eine Katastrophe. Wieso machen nicht dann diese Tagerüchte verrückt? Ach, Frank, das kann man halt gar nicht sagen, ne? Dass einer von den beiden morgen das Finale gewinnt. Das ist ein Spiel, da ist ja alles möglich. Also wie gesagt, du brauchst ja nur eine Fehlentscheidung kriegen, eine rote Karte, einen Elfmeter gegen dich. Und also da kann ja so viel passieren. Du kannst ja die überlegene Mannschaft sein, hast 20 Torschüsse, triffst das Tor nicht, kriegst einen ungerechtfertigten Elfer und verlierst 1:0. Ja. Ich meine, guck dir einfach unsere Finalspiele an. Also da kann ja das, nee. Finale kannst du ja noch weniger vorhersagen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie oft hat die viel, viel schlechtere Mannschaft im Finale gewonnen? Also. Oder die unverdiente Mannschaft hat gewonnen. Also, guck dir nur unsere Finalspiele an. Also. Nee, das kannst du gar nicht sagen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir zu 0 spielen. Würdest du mir wünschen? Ja, na klar. Definitiv, ne? Weil dann gewinnen wir ja auf jeden Fall, weil Gnabry ein Tor macht. Charlotte sagt heute, wir empfinden große Zuneigung Karl-Heinz Rummenigge gegenüber. Ja. Ja, aber gut, das ist ja auch nichts Neues, dass es
dass ein Karl-Heinz Rummenigge Transfer war. Ja. Nee, da gibt es keine Infos zu. Ob ein Delicht spielt. Das weiß ich noch nicht, ob ich morgen live bin. Eigentlich nicht. Weil eigentlich will ich ja schon zu 100% das Spiel. Verstehst du? Aber da Feiertag ist, wäre es eine Möglichkeit, weil sonst würde es gar nicht gehen. Aber wer weiß. Kann ich noch nicht sagen, wirklich. Zu 100%. Stell dir vor, wir kommen durch und Schlotterberg schießt das entscheidende Tor gegen uns. Dann ist das so. Morgen wird das Bild von Basti ausgerollt in der Süd. Warum das denn? Carlo Ancelotti hat als Trainer noch nie gegen Bayern München verloren. Okay, wusste ich auch noch nicht. Aber dann wird Zeit, ja. Thomas Müller als Spielertrainer. Das wird ja auch nicht funktionieren. Obwohl, da würdest du vielleicht mal sehen, was der Müller wirklich über seine Teamkollegen denkt. Du hast ein viel besseres Gefühl als gegen Arsenal irgendwie. Optimus Prime habe ich auch. Also ich habe nicht so ein negatives Gefühl wie gegen Arsenal. Bin ich bei dir. Zum Thema Nicht-Talentförderung braucht man nur 2 Namen nennen. Ted und Saragossa. Ach, du kannst auch noch mehr Namen nennen. Wie gesagt, ich fand es ja so witzig, dass Tuchel sich super aufgeregt hat, fassungslos war. Und dann die Startaufstellung kam und kein Pavlo drin, kein Tell drin, kein Saragossa drin, kein Davis drin. Ja. Wild, oder? War witzig. Der Licht ist ein Kämpfer, der spielt morgen. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du ein Kämpfer bist. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht, ne? Aber klar, wenn es nur um Schmerzen geht, dann kriegt er eine Spritze und wird spielen, aber wir werden sehen. Ja, habe ich nicht gesehen, die Spiele gegen Leipzig von Real, ne? Kann ich nichts zu sagen. Aber es ist ja auch nichts Neues für Real, oder? War doch bei ihrem letzten Champions League-Sieg schon genauso, dass sie da nicht überzeugend und immer die bessere Mannschaft waren. Das sage ich ja, so ist halt Fußball. Im Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft oder die Mannschaft, die schöneren Fußball spielt. Sonst wären wir in dieser Saison wahrscheinlich im grauen Mittelfeld der Bundesliga unterwegs. Wenn es danach gehen würde, wer den schöneren Fußball spielt oder den besseren Fußball. Aber das haben wir auch nicht getan in dieser Saison. Ja, da haben viele Menschen Herzschmerz. Ja. Gordio, das war wirklich. Das war schlimmer wie Finale da Home für mich. Gegen Manchester United. Finale da Home war dann irgendwann irgendwo absehbar. Man hatte das dann im Gefühl. Aber gegen Manchester United kam das aus dem Nichts, Alter. Es kam wirklich absolut aus dem Nichts. Das war so katastrophal. Finale da Home hast du irgendwann dann mit den verschossenen 11 Meter und so und irgendwann hast du gedacht, der Drogba wird den gleich einfach einnicken und dann ist gut. Also. Ja, 99 war auf jeden Fall schlimmer. Für mich auch. Natürlich müssen wir uns nicht verstecken gegen kein Team der Welt. Wenn die Jungs Bock haben, also, das steht ja außer Frage. Können wir 2012 bitte nicht erwähnen? Naja, die Atmosphäre war wirklich wild bei dem Interview von Uli. Also, weiß ich auch nicht. Hoffen wir, dass Real Spielglück aufgebraucht ist. Hoffen wir es mal, aber der Carlo ist halt auch ein Fuchs, ne? Naja, nach dem Spiel, bis dann PK wie Action war und so, ist natürlich auch schon viel drum, ne? Ja, aber mal gucken. Wir werden sehen.
Los, fühl dich schlecht. Ich gebe schon mein Bestes, GB. Patrick, das ist gut. Gute Gefühle sind immer gut. Vielleicht hilft's. Ja, Sané. Die Frage ist, ob ein De Ligt mit Schmerzen besser ist oder ein Min-Jae ohne Schmerzen. Wer weiß das, ne? Werden wir vielleicht morgen erleben. Kennt man diese Saison unsere Lebensversicherung? Ohne seine Tore würden wir wirklich im Mittelfeld stehen. Ja, müsste man die Spiele mal durchgehen, aber ja. Also. Das wäre schon wild, ne? Sei froh, Senator, dass du das noch nicht so gefühlt hast. 99. Das ist richtig, GB, dass das der Fehler war. Das ist vollkommen richtig. Ja, na klar haben wir Spielertypen, die wir vermissen. Uns fehlt natürlich ein richtiger Anführer. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ja, wir haben viele Führungsspieler, wir haben viele erfahrene Spieler, aber das sind alles keine richtigen Leader. Siehst du immer dann, wenn es schlecht läuft. Ja, oder wenn man sich aufbäumen muss, wenn man dagegen halten muss. Und das haben wir leider nicht. Kimmich hat das ab und wann mal, ja. Da gehe ich mit. Aber Kimmich hat dann nicht diese Ausstrahlung, dass sich das auf andere Spieler überträgt. Er hat das dann für sich so, ja, wie Dortmund, wo wir 2:0 verloren haben, war Kimmich der Einzige, der sich dagegen gestemmt hat. So, er ist aber nicht einmal mal zu irgendeinem anderen Spieler hingegangen, hat den mal wachgerüttelt oder sonst was. Nee, so für sich so in seinem Tunnel drin, ja, war er der gesagt hat, das kann ich so nicht hinnehmen, ich muss Gas geben. Aber er ist keiner, der dann eine Mannschaft mitreißt. Ja, oder der dann mal eine klare Ansage macht oder sonst was, wie es so ein Effe war oder sowas. Und ja, das fehlt uns natürlich hardcore. Ja. Guck dir das 5:1 in Frankfurt an, wo wir uns ergeben haben. 0:1 zu Hause gegen Bremen. Und ach, wie kannst die Liste durchgehen, die Saison? Kannst die Liste aber auch letzte Saison schon durchgehen. Katastrophe. Deswegen hat Tuchel ja auch diesen Move gemacht und gesagt, ich brauche Führungsspieler. Ja, er hat ja damit nicht Unrecht gehabt. So. Aber die hast du halt in der heutigen Zeit auch kaum noch. Ist ja auch verpönt. Überleg mal, du würdest heute als der Spieler Effe den Mittelfinger zeigen. Ich meine, das war früher schon ein Skandal, da würde heute die Welt untergehen. Das würde wahrscheinlich ein halbes Jahr ausgeschlachtet werden. Also es hat alles so, ne? Ja, das ist halt Real Madrid, ne, David? Real Madrid ist halt wirklich so eine Mannschaft, die, ja, denen ist das aber auch egal, weißt du? Das ist so das Ding. Genauso wie Atletico Madrid. Die wissen einfach, ja, jetzt aber Atletico bezogen, wir spielen jetzt nicht den geilsten Fußball, wir stellen uns hinten rein, wir kontern und alles ist gut. So, ja. Und bei Real denkt man immer auch, das weiße Ballett und wird ja immer so dargestellt. Und dann unter Ancelotti ist Real Madrid sich halt nicht zu schade, diese dreckigen Siege einfach auch mitzunehmen. Und zu sagen, ja, alles gut, wir spielen jetzt so, damit wir weiterkommen. Und arschgeleckt. Wir müssen jetzt hier nicht den Zauberfußball spielen. So, das ist das Real Madrid und deswegen ist Real Madrid so gefährlich. Der Carlo ist doch nur ein Zirkusdirektor. Ja, aber das macht er gut, oder? Na, es kommt drauf an, wie lange wir den Stream hier machen, ob ich noch zocke. Ich denke, das wird morgen ein offener Fight. Wir müssen das annehmen und die Jungs müssen hundertprozentig wollen. Ja, das wollen werden die ja auf jeden Fall. Also, da steht ja außer Frage, Champions League Halbfinale, da gibt es keinen, der nicht will. Also. Nee, ich denke, die Mara wird eher das Spiel bei sich gucken. Aber das steht auch noch nicht fest. Das
Lass mal den Thorsten Fink in Ruhe, ja. Der war schon echt ein guter Spieler bei uns. Thorsten Fink war halt so der perfekte mannschaftsdienliche Spieler, oder? Wie man sich den vorstellt. Ja, mit Sicherheit eine geile Stimmung morgen. Hoffen wir's. Also alles andere wäre enttäuschend, ne? Ja, der Schiri ist leider wild, ja. Ja, na klar, hätte es die Truppe verdient gehabt von 99, Kollege. Hast du ein Gefühl, dass Buffalo morgen überragt? Ja, ich glaube nicht, dass der aufläuft. Wir brauchen wir brauchen noch dasselbe Spiel, wie es wir in der zweiten Halbzeit hatten gegen Arsenal. Ja. Gehe ich mit. Wobei es, glaube ich, aber ein bisschen schwieriger wird, weil Real, wie ich gerade schon sagte, eher abgezockter ist, oder? Real ist halt keine Mannschaft, die ins offene Messer läuft. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie es tun würde. Aber ich bin gespannt auf morgen. Ja. 2012 war schlimm, damals im Urlaub an meinem Birthday geschaut, werde ich nie mehr vergessen. So unfassbar, wie man das verlieren konnte. Ja. Aber ohne das Jahr 2012 hätten wir das Triple 2013 wahrscheinlich nicht geholt. Das ist richtig, ja. Das ist ja, was uns eben ausgezeichnet hat. Ja. Dass wir halt nicht an den Niederlagen zerbrochen sind, sondern eher gewachsen. Ja. War bei der 99er Geschichte so, es war bei der 12er Geschichte so. Also die Niederlagen haben uns eigentlich noch stärker gemacht, wie dass sie uns irgendwie zerstört hätten. Wie es vielleicht bei anderen Vereinen der Fall ist. Das hat uns ja immer ausgemacht. Ob uns diese Mannschaft ich glaube nicht. Ich glaube, der Charakter ist in dieser Mannschaft nicht mehr so vorhanden. Tuchel hat in seiner letzten Chelsea-Saison VS Real Hinspiel 1:3 verloren. Im Rückspiel hat Chelsea super gekämpft und 0:3 geführt und wir weiter leider noch 1:3 Benzema und Verlängerung raus. Das ist Fußball. Was, 2013 war der stärkste Kader oder was, Chibi? Weiß ich nicht. Ja, aber Neuer ist halt kein Kapitän, Alter. Ich finde es bei Neuer faszinierend, wenn man das so außerhalb vom Platz sieht, wirkt 0815, aber sobald er den Platz betritt, hat er so eine Strahlkraft, die so viel Ruhe in sich ausschaut. Stimme ich dir 100% zu. Aber er ist auf dem Platz nicht der Kapitän, der diese Mannschaft braucht. Da fehlt mir dann so der Olli. Der Olli-Charakter, so, weißt du? Wenn ein Torwart Kapitän ist, muss der wirklich dann auch Feuer sein. Aber gut. Martinez als Holding Six mit der Nummer 8, oder was? La Bestia Negra. Ja, werden wir sehen, ob wir es wieder sind. Naja, sollte eher dem Bellingham auf dem Fuß stehen, oder? Als ein Toni Kroos. Ja, Real ist halt, wie gesagt, eine abgewichste Mannschaft. Ne? Aber sind wir ja dies Jahr auch, wenn man es runterbricht. Also von daher wird es sehr interessant. Die Liste ist selbst mit nur einem Bein besser als seine beiden möglichen Kollegen. Die Vorsaison hat Tuchels Chelsea an Charlotte Real im Halbfinale ausgeschaltet. Hochverdient, sagte auch Carlo. 1:1 in Real, 2:0 in Chelsea. Ja, können wir uns ja auch nichts verkaufen, ne? Werden sehen morgen. Ja, Leimer ist schon ein Faktor, glaube ich auch. Ey. Es käme mich nicht so ein nieder, doch warum wirkt sich das nicht auf die Mannschaft aus? Wieso hat das ein Alonso, wo willst so ein Spieler herbekommen bezüglich dieser Qualitätsspieler mit Rückgrat und ich glaube einfach, dass Kimmich das große Problem hat, dass er die ganze Zeit im Schatten von Neuer und Müller steht und stand. Das ist das große Kimmich-Problem bei uns. Kimmich wollte immer der sein,
Der FC Bayern, das Gesicht des FC Bayern, der Kapitän, der große Philipp Lahm-Nachfolger. Ja, und der durfte es nie sein. Ne? Weil immer Manu und Müller da sind. Das ist ein großes Problem, glaube ich. Es fehlt so jemand wie Schweinsteiger, der mit allen kämpft, was er hat. Was macht der Conny doch? Ich hatte damals kurz die Hoffnung, dass sich Goretzka dahingehend entwickelt. Mittlerweile habe ich schon fast gar keine Meinung mehr zu Leon. Ja, Leon ist schwer zu beurteilen, bin ich bei dir. Aber der Conny ist doch so einer. Conny haut sich immer rein. Immer 110%. Ja gut, das werden wir ja tun. Man muss gegen Real spielen, also wenn es ums Leben geht, das ist das größte Spiel und sollte eigentlich das Finale sein. So werden wir morgen auch agieren, Leute. Macht euch mal keine Sorgen. Ja, Madrid ist halt so clever und spielt auch dreckig. Ja, ganz genau. Allein damals Ramos gegen Liverpool. Bricht erst da die Schulter, knockt dann Karius an, dass er die Patzer des Jahrtausends macht. Gut, der Ramos ist aber auch ein Wichser gewesen, oder? Also im positiven Sinne, wenn man den in seiner Mannschaft hat. Da brauchen wir nicht drüber reden, ey. Goretzka aber auch immer einen Push, damit er on fire ist. Ja, vielleicht braucht er hier mit so einem Viehtreiber, so, weißt du? Ein Elektroschock vom Spiel. Vielleicht läuft es dann direkt mal von der ersten Minute an. Kane ist auch Führungsspieler, nimmt sich da noch zurück, was ich sehr schade finde. Ja gut, der ist die erste Saison da. Soll er jetzt sagen, Männer, haltet mal alle die Fresse hier, die hier seit 15 Jahren im Verein sind, ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier der große Zampano, oder was? Ja, geht halt nicht. Ja? Fink war ein Holzfuß. Ach, komm, Chippy, hör auf. Kannst du ja zum Zahnarzt sagen, ja. Zahnarzt, Alter. Das Wichtigste gegen Real ist, nutze deine Chance, sonst wirst du bestraft. Ja gut, das ist aber in jedem Spiel, in jeder Mannschaft im Halbfinale, Viertelfinale, Finale so. Also du musst immer deine Chancen nutzen. Real ist abgewichst, ja. Nein, du kannst keinen verletzten Spieler aufstellen, da brauchen wir nicht drüber reden, Leute. Also wenn der Licht verletzt ist, ist er verletzt, Punkt. Dann spielt Minje Feierabend. Also müssen wir nicht drüber reden. Kennt man den Schiri, der morgen pfeifen soll? Ja, kennt man. Der mag die Bayern nicht wirklich. Nee, so F-Typen gibt es auch nicht mehr viele. Ja. Den kannst du aber auch einen Chaka nehmen, der hat auch so ein bisschen diese Vibes. Ja? So. Die gibt's halt. Es ist leider so. Die Entwicklung geht in eine andere Richtung heutzutage. Tuchel hat noch nie ein Halbfinale verloren in der Champions League. Was kranke Statistik. Clement Turpin heißt er, ja. Der ist wilde. Mit Abstand der stärkste Kader 2013. Weiß ich nicht. Ich glaube in den 70er, wo wir 3-mal hintereinander Landesmeister gewonnen haben, war jetzt auch nicht so ein schlechter Kader. Auf die jüngere Vergangenheit gesehen gebe ich dir recht, ja. Aber das so allgemein zu sagen, weiß ich nicht. Wo sich das natürlich auch immer schwer vergleichen lässt, ne, mit so vielen Jahren Unterschied. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass Real eine abgezockte Mannschaft ist. Sie haben ja auch abgezockten Trainer. Also, das steht außer Frage. 2009 gegen Inter, Kacke. Klar war das Kacke. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Der alte Milito, ey, hör mir auf, ey, gegen Daniela von Beuthen, ey. Der da steht wie ein Baum, ey, und guckt zu und ach, hör mir auf. Aber da bist du wieder dabei. Nochmal, es gewinnt halt nicht immer die bessere Mannschaft, ne? Oder die den besseren Fußball spielt. Das ist richtig, ja. Es war nicht so traumatisch wie die anderen beiden Mal, das ist richtig. Und ja, Mourinho hat uns da ausgecoacht. Ja. Das ist richtig. Finde eine Fehler, ja. Finde mal eine Fehler, Jimmy.
Wie kann man als Spieler vor so einem Spiel gut schlafen? Da muss man brennen. Ja, aber um brennen zu können, musst du ja erstmal gut schlafen. Was für ein Kimmich-Bashing. Kein Kimmich-Bashing. Werde ich nie vergessen, erster Sieg einer deutschen Mannschaft in Madrid, natürlich der FCB 4:2, dann in München 4:1 und das beste Tor ever mit dem 2:0 in München. Ist heute unvergessen für mich. Ja, gucken. Van Bommel war auch so einer, ganz genau, ja. Ich glaube, De Ligt könnte so einer mit Handbremse sein, wenn er denn das Standing hätte, diesen Führungsspielern. Ja, das Problem ist halt, das ist ja, was ich sage, auch mit dem Harry Kane. So, da sind halt Neuer, Müller, Goretzka, Kimmich, selbst ein Koman, die alle gefühlt 10 Jahre plus beim Verein sind. Und wie willst du diese Strukturen aufreißen? Das geht einfach nicht. Leider. Der Ligt und Leimer werden morgen die Schlüsselspieler sein, wenn sie denn fit sind. Ja, das wissen wir ja nicht, wie das Auftreten der Kabine. Ich weiß ja auch nicht, wie das beim Neuer ist. Weil es ist Neuer ja der ultimative Kapitän neben dem Platz. Ja, das weiß man ja alles nicht. Denkt ihr, die Bayern packen das? Wir hoffen es, oder? Luis Gustavo. Der war schon wild unterwegs teilweise. Ja, viel Spaß, Sultan. Nicht, dass wir morgens offene Messer laufen. Ja, so doof ist der Tuchel ja nicht. Also. Ramos Knochen, weiter. Ja, komm, der Ramos war schon, das ist ungeheuer, Alter. Tanne war geil als Torwart, ne? Job als Pflichtig würde ich übernehmen. Den würde, glaube ich, so der eine oder andere sehr gerne übernehmen. Modric und Groß zusammen 72 Jahre alt, wird morgen schon. Weil man die Stärke eines Spielers im Alter festmacht, oder was? Sollten lieber fokussiert sein statt gehypt. Aber wer ist denn gehypt? Tanne hat kurz auch aus 35 Meter die Freistöße reinballern lassen. Ne? Ähnlich wie Jan Wouters. Wohl Jan Wouters hatte noch einen besseren Hieb, glaube ich. Aber Tanne ging schon in die Richtung, ja. Kimmich ist zu verbissen, ihm fehlt die Lockerheit. Ja, das ist ja, ich sag ja, vielleicht ist er so verbissen, weil er weiß, dass er niemals an Neuer und Müller als Führungsspieler vorbeigeht, weißt du, solange die da sind. Ich glaube, wenn morgen jede Möglichkeit auf dem Flügel ausfällt, dann wird es passieren, dann wird Tell den Trainer übernehmen und Tuchel stellt sich selbst aufs Feld. Eieiei. Da sind wir aber nicht Meister geworden, ist richtig. Da gab es ja noch Gladbach. Ja, wird morgen schon ein geiles Spiel werden, ich denke auch. Ach ja, weil wir keine vielen Verletzten haben, oder was? Und wenn du den Klassiko gesehen hast, hat Real trotzdem 3 Tore gemacht, ohne echten Neuner. Also von daher. Morgen Kane-Trikot oder Gnabry Musiala? Aber sagt ihr, ja, Kane-Trikot natürlich. What's up? Wurde es zurückgespult. Genau, wir haben ein Tor von Gnabry Vorsprung.
Und wenn er das nicht schießt, wird das einfach aufgerechnet. Wisst ihr? So ein Ding. Korsika. Du denkst nicht, dass das Real weiterkommt, siehst sie aber fast stärker als jedes andere Team. Okay, wild. Gerard, servus. Ja, natürlich hat jedes Jahrzehnt was für sich. Und ja, FCB-Museum kann ich auch nur jedem ans Herz legen. So. Wer noch nicht da war, sollte das auf jeden Fall mal machen. Kenne jemand, der das Finale da oben noch mehrmals im Nachgang geschaut hat, in der Hoffnung, es ändert sich doch was. Wild. ...2010 war meine Frau mit unserem Großen schwanger, da habe ich nicht so den Kopf für das Finale gehabt. Ja, ist verständlich, ne? Morgen wird es ein extrem auf Detail ausgehendes Spiel sein. Fehler, glaube ich, werden auf beiden Seiten brutal bestraft. Hoffen wir, dass wir in der Lage sind, Fehler dann brutal zu bestrafen, ja. Auf Realseite, ja, definitiv werden Fehler von uns brutal bestraft werden. Da, 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 da. Wenn ich ihn lassen würde, könnte ich mir so ein Delicht oder Kane auch vorstellen. Ja, wenn, muss es ein Delicht sein, ne? Also. Wenn, dann musst du ja jemanden haben, der vielleicht eine neue Ära prägt. Das ist natürlich mit dem Heavy Kane, der vielleicht noch 2 Jahre bei uns ist, eher semi. Der Kapitän Neuer verpisst sich nach Niederlagen regelmäßig und stellt sich weder den Fans noch der Presse. Ja, müssen wir nichts zu sagen, oder? Vergleich das mal mit dem Philipp Lahm als Kapitän. Wenn der Tore behauptet, dass Gucci ein Tor macht, behaupte ich, dass Musiala 2 Tore macht. Bellingham geht mir so auf den Sack, dass er überall als Weltfußballer dargestellt wird. Naja, aber das, was er bei Real spielt, ist aber schon stark, oder? Also ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war schon in Dortmund stark auch. Senator, hau rein, schönen Abend. Ich mache auch nicht mehr lange, für mich ist auch gleich Feierabend. Wenn Gnabry morgen echt trifft, überweise ich Tuchel einen 10er. Ja, den braucht der Tuchel auch, der wird sich richtig freuen dann. Dass der zu den 18 Millionen dazukommt. Beim VfB hat damals Karl Allgöwer gespielt. Ja, Karl Allgöwer war auch ein brutaler... Karl Allgöwer war quasi Innenverteidiger, wie ich es auch war, Alter. Erstmal den Spieler, dann den Ball. Aber ja, Freistöße, der hat auch einen Hammer gehabt, ja. Ja klar, Barcelona-Spieler, die zu uns passen. Wieder da, WB-Shots. War aber länger wie eine halbe Stunde. Tagesform und Spielglück entscheidet das Spiel. Das ist nicht immer der Bessere, der gewinnt. Ja, natürlich nicht. Das hat man bei Real vor 2 Jahren gesehen, wo sie schon weg waren im Viertel- und Halbfinale. Und dann... Da sehe ich genauso. Es ist auch, ist ja wie im Viertelfinale, es ist auch völlig scheißegal, wie wir weiterkommen. Es geht darum, dass du weiterkommst. Es spielt keine Rolle, ob das guter, schlechter Fußball, Glück, Unglück. Es spielt keine Rolle, Hauptsache du kommst weiter. Feierabend. Marcel Jansen, Breno, ja, und Sosa waren alles, das war schon wildes, das waren schon Meistertransfers, oder? Wer hat die transferiert, diese Spieler? Nehmen wir den Schlaudorf gerne auch mit rein. So Bescheid. der Olli war immer eine Kanone, Alter. Olli war immer... Douglas Costa bei Bayern war leider sehr unglücklich. Leider. Hat eigentlich so viele Möglichkeiten gehabt, aber war bei uns leider sehr unglücklich.
Ja, Manfredo, dann lehn dich nicht so weit aus dem Fenster, könntest du rausfallen, ne? Was sagst du dazu, dass man Fan eines Vereins wird durch einzelne Spieler? Kenne zum Beispiel 2 Leute, die sich durch Robben Bayern-Fans geboren, ehrlich gesagt nicht so schlimm finde. Muss doch jeder für sich entscheiden, also. Wegen mir. Das ist doch völlig legitim. Ja, ohne Kane wäre wild geworden, ne? Lothar Freistöße waren auch krank. Ja, Lothar war auch vieles krank, ja. Ich erinnere mich an das Eckentor gegen Leverkusen, Alter. Puh. Oder Lothar bei der WM. Die 3 Tore in der Vorrunde. Alto Belly, ey. Der Lothar war zu seiner Zeit schon echt ein überragender Fußballer, ey. Leck mein Arsch. Naja, das Herz spielt morgen eine Halbzeit spielen und dann ist er gut, ey. Wenn das mehr wird, dann weiß ich es auch nicht mehr. Was noch flüssig, Collio? 10 Euro Spendenbescheid. Da kriegst du keine Spendenbescheinigung für. Das ist eine Schenkung. Das ist keine Spende. Komm Feuer, gute Nacht. So sehr ich der liegt mag, muss man schon mal darüber reden, wie verletzungsanfällig der Typ ist. Das weiß ich nicht. Diese Saison würde ich das gar nicht so in den Raum stellen. Aber diese Saison ist bei uns jeder verletzungsanfällig gefühlt. Aber ja. Ist schon ein Fakt, ja. Chico, du hast so viel Zeit in deinem Leben, Alter. Tore kennt den 10-Euro-Schein gar nicht. Ja, so sieht's aus, ey. Glaubt ihr wirklich, Bayern eine realistische Chance, Wirtz zu holen? Ja, na klar. Warum denn nicht? Es hängt doch an Wirtz, ob er Bock hat oder nicht. Es hängt doch einzig und allein an ihn. Wenn er sagt, er möchte gerne nach Spanien, er möchte gerne nach England, er möchte gerne nach Italien, er möchte gerne nach Saudi-Arabien, wird er das können. Wenn er sagt, er möchte gerne in Deutschland bleiben, dann ist die Frage, wo geht der Weg hin von Bayern 04 Leverkusen die kommenden Jahre? Wenn Leverkusen die nächsten Jahre um die Meisterschaft mitspielt, sagt er Wirtz vielleicht einfach auch, weißt du was, ich brauche hier gar nicht weg. Ich habe hier alles, was ich will. Man wird sehen, wa? Ich habe noch keinen Tipp abgegeben, ne. Ich kann es auch nicht. Keine Ahnung, wie gesagt, ich gezwungen werde, würde ich 2-1 tippen, aber ich glaube eher an Unentschieden. Ich glaube auch nicht, dass wir nur ein Gegentor kriegen. Ich denke, wir werden 2 Gegentore kriegen und je nachdem, wie viele wir machen, wird es entweder eine Niederlage, ein Unentschieden oder ein Sieg. Kommt auf Wirtz an, nicht auf Bayern genau. Nee, ich mache keine kurze Zusammenfassung. Schon genug wiederholt, ey. Olli. Kannst du dir gerne im Nachgang angucken, wenn du Langeweile hast, aber ansonsten. Ging nur um Uli eigentlich. Uli, um ein bisschen um Rangnick. Was denkst du eigentlich, wer weiterkommt, BVB oder Paris? Mein Tipp ist BVB. Ja, Lothar war eine absolute Maschine, Leute. Also wirklich, eine absolute Maschine. Und auch völlig zu Recht Weltfußballer geworden. Also Lothar war so ein geiler Kicker, ey. Boah. Aber auch vom Typ her, es war halt auch so eine Type. Wisst ihr, hier Andi Müller. Weißt du, das, was uns abgeht. Du brauchst so eine Drecksäcke einfach. Ne? Lothar, Alter, auf dem Platz eine Maschine einfach.
Aber auch mental, ne? Das ist, was uns heute abgeht einfach. Das ist alles vor 96 Geschichte aus dem Krieg. Ja, Ollis FCB ist Hermann. Naja, also ich denke, es wird alles enge Kisten werden, oder? Das vierte Finale da auch schon gezeigt. 3:1, wenn es wild wird, 5:2. Also, Alter, ey. Wir zurück zum FC Köln, Alter. Das ist auch schon wild, ne? Wo der herkommt. Oh, das ist so ein Möller. Ja, wirst du nie vergessen, diese Szenen, oder? Jetzt will doch Leverkusen, sagt 125 Millionen Ablöse. Ja, und dann zahlen wir 125 Millionen Ablöse. Wo ist denn das Problem? Klar zahlt das der FC Bayern. Ja, aber du hast doch solche Typen heute nicht mehr im Fußball. Wo hast du die denn? Nimm mir doch mal einen. Nenn mir doch mal einen Deutschen. Wen würdest du nehmen? Toni Kroos? Toni Kroos ist ja vieles, aber nicht solcher Art Typ. Und außerdem ist der schon am Ende seiner Karriere. So, welchen jungen zentralen Mittelfeldspieler hast du denn, der diese Art Typ ist? Kimmich wollte das immer sein, hat es nie hingekriegt. Goretzka brauchen wir gar nicht drüber reden. I don't know, ich sehe halt keinen. Weißt du? Ich sehe einfach keinen. Mit Uwe Bein und Jeboa. Obwohl das auch schon eine gute Kombo war, ne? Muss man schon sagen, Alter. Da war Frankfurt schon echt eine Nummer, ey. Nee, Wirtz ist nicht zu teuer. Immer noch 3:2. Wie gesagt, jeder Sieg, ich hab nichts dagegen, Leute. Also Florian Wirtz ist nicht zu teuer. Selbst wenn der 150 Millionen kosten würde, sorry, Leute, dann musst du den halt 10 Jahre an dich binden, wenn er mit 22 kommt, wenn er mit 23 kommt. So, und fertig. Punkt. Ja. Ganz einfache Kiste. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob es da eine Grenze gibt. Aber gut ist. Ansonsten musst du in den Vertrag schreiben, dass mindestens die und die Ablöse wieder reingeholt wird, damit er wechseln darf oder sonst was. Ja, aber du musst den, wenn der wirklich zum FC Bayern kommen will, geht kein Weg an diesen Spieler vorbei, Alter. Das ist, und der hat auch einen Charakter, ja. Der hat nicht einen Charakter wie Musiala, denn das Spiel scheiße läuft auf das Spiel scheiße. Ich schalte ab und lass das mal so dahin dümpeln. Guckt euch mal an, wie der Wirtz abgeht, wenn das nicht läuft, wie es laufen soll, Alter. Also, auch das passt halt, ne? Also für mich musst du den holen, egal wie teuer der ist. Punkt. Der wird sich refinanzieren. 100%. Gab es heute im Chat die pro Uli waren, was seine bescheuerten Aussagen angeht? Das weiß ich nicht, die haben sich nicht geoutet. Na klar gibt es Leute, die der Aussage zustimmen mit Tuchel. Tue ich ja auch, 100%, aber die äußert man natürlich nicht öffentlich. Und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Zu dem Rest weiß ich nicht. Wenn, dann habe ich es nicht mitgekriegt. Wüsste ich auch nicht, wie man das irgendwie verargumentieren sollte, diese Aussagen. Wie gesagt, das war ja... In großen Teilen hat man sich ja eher geschämt, dass dieser Mensch das Gesicht des FC Bayern ist. So, ne? Aber Lothar für seine Interviews gefeiert und Bayern-Fan wurde ich durch Oliver Kahn mit seinem Wechsel zu Bayern. Seitdem gibt es nur Rot für mich ein Leben lang. Ja, Lothar war halt Lothar, Alter. Und Olli auch Olli. Also Olli ist... Das ist wirklich schade, wie das gelaufen ist mit dem Olli. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut... Wenn du das Interview mal hörst vom Uli jetzt, wie da Entscheidungen getroffen werden und so weiter.
schwierig, oder? Wir wissen halt alle nicht, was da wirklich irgendwie abgegangen ist mit dem Olli. Fußball der 90er war nicht der geilste, aber die Leute waren unterhaltsamer als heute. Ja, weil du heute viel Einheitsbrei hast. Von den Typen her. Früher hast du Typen gehabt. Steppi, Alter. Nimm den alleine. Ja, also. Deswegen erfreust du dich ja heute an so einen Christian Streich. Ja, das ist halt noch eine Type. Alter, der haut halt einfach auch raus und ist eine Type. So. Alle anderen sind heute darauf getrimmt, Social Media, bla, so jetzt. Ja, ich gebe die gleichen dummen Phrasen von mir. Bloß keine eigene Meinung, bloß kein irgendwie, was gegen einen verwendet werden könnte, bla, 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 bla. So früher gab's das nicht. Guck dir Interviews von früher an. Der Lothar, nach dem Spiel, der ganze Spiel ist verpfiffen, wie kann das sein, wenn der große FC Bayern gebracht? Will ich mal, du willst heute so abgehen, Alter. Kannst dir gar nicht erlauben. Du würdest zerrissen werden. Ne? Das ist halt einfach die Entwicklung. Die Entwicklung der Gesellschaft. Das wird heute gar nicht mehr gehen. Hier wird auch keiner einfallen auf dieser Position, wo wirklich ein Typ ist, ja. Aber zumindest nicht als deutscher Spieler, oder? Havertz wird jetzt zumindest ein bisschen tougher in England. Das weiß ich nicht. Darf aber max 5 Jahre, okay. 5:3, weil wir Legendärmung haben. Leute, ich habe nichts dagegen, ey. Jonathan, wünsche ich dir auch. Der Charakter bleibt der Leverkusen. Ja, aber dann kriegen wir gar keinen Spieler mehr. Oder wir kriegen nur charakterlose Spieler. Und Trainer, natürlich. Ja, also Möglichkeiten gibt es da ja schon, alles gut. Aber wie gesagt, wenn du und wir jetzt kriegen kannst, also wenn er Bock hat auf den FC Bayern, musst du ihn verpflichten, Alter. Was willst du denn in Italien, Alter? Was ist denn Italien? Zaire Emery ist so ein Mittelfeldspieler, der alles kann. Wohl gerade erst 18 Jahre alt geworden. Das ist Giat an Juwel. Okay. Also ich finde auch den in Gladbach nicht schlecht. Kone heißt er, oder? Fand ich auch immer sehr gut. Aber müssten natürlich auch die nächsten Schritte gehen, ja. Weißt du, ob Lothar in seiner Jugend etwas mit Musik zu tun hatte? Nee. Ja, Uli ist jetzt wieder on fire, ne? Er hat ja auch gesagt im Interview, es gibt nicht mehr diese... Der FC Bayern hat ja früher aus 3 Rohren geschossen. Ne, hat er ja gesagt. Und jetzt schießen wir gar nicht mehr. Deswegen muss der Uli jetzt wieder den Job übernehmen. Er macht jetzt wieder den Kanonier. Ja. der Uli, der muss ein Mindset gehabt haben, was einfach krank ist, oder? Also gerade auf Dortmund bezogen, wie ein Olli da behandelt wurde, das war ja auch schon menschenverachtend, wenn man mal ehrlich ist. Kannst du dir heute auch gar nicht mehr vorstellen, sowas. Und ja. Olli hat dann Olli-Sachen gemacht. Ja, er ist dann auch mal ausgetickt, wurde ein Chapuisat, das Gesicht wegtreten und das Ohr abbeißen und so eine Sachen. Aber was er da wegstecken musste, mental, ist einfach krank gewesen, Alter. Ja, solche O-Töne hast du heute nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht einschätzen, mein Molly. Dafür waren da auch viel zu wenig Infos irgendwie da, ne? Steppi würde heute nie gehen, natürlich nicht.
Naja, Emre Can, Alter. Eieiei. Ja, sag ich ja, Kollege. Olli hat Uli nur alle 2 Wochen angerufen, das reicht, um ihn zu ändern. Ja, wie gesagt, das wissen wir ja wirklich nicht, ne? Man weiß das nicht. Vielleicht wollten die sich einfach emanzipieren und nicht halt da bei jedem Furz Rede, Antworten, Uli Bericht erstatten und fragen, Uli, dürfen wir das? Bla, Sülz. Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es aber auch so, wie es in den Zeitungen stand. Vielleicht war der Olli nicht nahrhaft genug oder sonst was. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren, leider, ne? Aber es wäre schon schön gewesen, da mal Mäuschen zu spielen. Kone ist abgefallen, okay. Schaffen wir es morgen ohne Gegentor? Nein. Also, meine Meinung. Wieso war Uli ein paar Monate leise und jetzt geht's ab auf einmal? Vielleicht war Uli zu wenig im Gespräch. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann es nicht. Es ist unbegreiflich, warum. Wer will denn so Bayern, wenn die Chance, dass man sich einen Stammplatz erkämpft? Ist doch nächste Saison alles anders, Leute. Ist doch alles anders. Wir haben doch so gehört vom Uli. Das war doch mal ein Take, der gut war von ihm in diesem Interview. Er hat doch gesagt, ja, wir haben es verpasst, nach dem Sextubel die Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau ausgedrückt hat, aber die Spieler in Frage zu stellen oder die Spieler in Konkurrenz zu stellen und dass die Mannschaft satt ist. So, das hat er ja auf jeden Fall erkannt. Und der Rest wird man sehen. Ja, der Oli hat schon ein paar gute Moves gemacht. Und alle hatten Angst vom Oli, außer Sammy Kufu, Alter. Sammy Kufu übrigens sowieso eine absolute Legende für mich, ne? Selten Spieler, der so FC Bayern war und immer noch ist, Alter. Na, wenn wir mal über Identifikation mit dem Verein reden, musst du Sammy Kufu aber ganz, ganz weit oben sehen, Alter. Minimum auf einer Stufe mit Olli. Also der ist wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, ich kann immer nur sagen, guckt euch wie der Sammy abgegangen ist bei irgendeinem TV-Sender, wo er als Experte war. Alter. Der ist halt einfach Bayern mit Herz und Seele, Alter. Und das immer noch. Ja, alles undenkbar heutzutage. Es geht halt nicht mehr. Ja, aber Kalle ist ja mit auf einer Wellenlänge beim Uli. Das ist eine Generation, ein Schlag. Die sind bei Trainern mal anderer Meinung, ja. So, der Kalle ist mal so Tuchel-mäßig unterwegs. Der Uli dann Nagelsmann-mäßig. Aber ansonsten denke ich, sind die schon beide so in ihrer Geschichte hängen geblieben, so, weißt du? Deswegen haben die gleichen Ansichten. Also, das wird nicht passieren. Und wer soll dem Uli die Meinung sagen? Der Eberl, der eingestellt wurde von ihm, der Freund, der Dresen, der Heiner, die alle nur Lakaien sind. Wer soll ihm die Meinung sagen? Wer soll ihm sagen, Uli, pass mal auf, was du gemacht hast, ist völliger Dummfix, so geht das nicht weiter. Keiner. Es ist keiner da. Der Lothar, Didi Hamann, irgendwelche TV-Experte kann das machen, ja, weil der nichts mit dem Verein am Hut hat. Aber alles andere kannst du vergessen. Sammy war mega, ja. Ja, der Sammy, wie gesagt, ich wüsste jetzt keinen Spieler, der sich so knallhart mit dem Verein identifiziert. Das ist wirklich krank, ne, wenn man sich das mal anguckt. Der ist wirklich sympathisch halt. Ja, Manfredo hab ich schon kapiert mit dem Bassspiel und Passspiel.
Tipps für morgen. Hier war von 7-1 über 5-2 bis 2-2 alles dabei. Ich habe so ein Gefühl, dass nicht Rangnick will und die Medien sich täuschen. Was hat das denn mit den Medien zu tun, eFootball? Fakt ist ja, dass wir mit dem Rangnick verhandeln und auf Rangnicks Antwort warten. Das hat jetzt nichts mit den Medien zu tun. Das hat der Uli so kommuniziert. Live. Kannst du dir angucken auf YouTube. Das hat nichts mit den Medien zu tun. Ja, Sammy Kufa einfach super sympathisch, Alter. Ich habe auch ein komisches Gefühl, ja, Daniel. Ich gehe damit. Ich habe aber nicht so ein schlechtes wie gegen Arsenal. Ja, der Sammy Kufu ist. Ja, aber Sammy ist nochmal eine andere Stufe, wie so ein Elba oder ganz, ganz viele Spieler. Sammy ist einfach nochmal eine Stufe drüber, Alter. Der ist. Kannst du schwer beschreiben. Ja, dann wird es auch wieder Zeit, wenn sie so lange nicht verloren haben. Ist doch kein Problem. Ja, Vorsicker, das war. Sag ich ja, in solchen Sachen war Uli ja auch immer Mensch, ne? Auch mit Deißler und solche Geschichten alles, also. Ja, wir machen das Thema jetzt auch nicht wieder auf, weil ich mache jetzt gleich Feierabend. Naja, das mit dem Sattsein ist ganz einfach. Guck mal. Das mit dem Sattsein liegt daran, dass diese Spieler, die dann endlich mal was gewonnen haben, 28, 27, so lange Fußball spielen und nie was gewonnen haben. Sei es Nationalmannschaft, haben sie es nicht geschafft. Sie waren die neue Generation, die unbedingt was gewinnen musste und hat es nie geschafft, außer Meister, Pokalsieger, hat nie internationalen Titel gewonnen. Dann hat diese Generation endlich was gewonnen. Ja. Und dann waren sie satt. Was menschlich ist. Ja. Diese Generation wurde so lange drauf rumgehackt, auch bezogen auf die Nationalmannschaft, dass sie international nichts reißen, nichts gewonnen haben. Dass es nur eine scheinheilige Generation ist, bla und Sülz. Und dann haben sie es allen gezeigt, haben was gewonnen. Ja, es war nur während der Corona-Phase, gar keine Frage. Aber dann ist es doch menschlich, dass du, wenn du alles erreicht hast, du bist am Ziel angekommen. Und du hast ja wirklich alles erreicht, was ja eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Ja, du hast alles erreicht mit diesem Verein, was du jemals erreichen kannst. Du kannst nicht mehr erreichen. Es geht nicht. Du kannst nicht mehr erreichen. Punkt. Und dann ist doch klar, auch wenn du das nicht willst, auch wenn du sagst, ja, weiter, immer weiter, wie es ein Olli ist, dieses Mindset, wer hat das denn? Außer so ein Olli. Wer hat das denn? So, und diesen Typen oder diese Typen hast du in der Mannschaft nicht mehr gehabt, der dann wieder diese Spieler rausreißt aus diesen Ligatie oder wie immer du das nennen möchtest. Ja? Und das ist unser Problem und der Verein hat es ignoriert. Der Verein hat es ignoriert. So, und dadurch sind wir dahin gekommen, wo wir sind. Ja? Das siehst du doch diese Saison am perfektesten. Du hast 10 Tage Pause, du bist super fit, du bist super trainiert, fährst nach Frankfurt und kriegst 5-1 in die Fresse, Alter. Du verlierst nur 0-2 zu Hause gegen Dortmund auf eine Art und Weise, wo man sich schämen muss, dass man FC Bayern-Fan ist. Und du kannst die Liste weitergehen. Von Saarbrücken und so, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja? Dann spielst du aber in der Champions League Viertelfinale gegen Arsenal und reißt dir dermaßen den Arsch auf. Ja? Da siehst du doch, was Phase ist bei uns. So, und das muss geändert werden. Und dass die Spieler nach 11 Jahren hintereinander Meisterschaft auch satt sind, was die Meisterschaft angeht, ist genauso menschlich. Ja? So, dass mein DFB-Pokal 4 Jahre hintereinander raus ist, ist natürlich eine Farce. Ja? Aber Meisterschaft, dass man nach 11 Jahren vielleicht nicht mehr da ist und sich jeden Tag und jede Woche den Arsch aufreißt, ist menschlich. Auch wenn wir das nicht haben wollen, wenn die 20 Millionen im Jahr verdienen, logisch. Aber es ist menschlich. Würde bei uns nicht anders aussehen. Machen wir uns alle nichts vor. Aber da hätte der Verein halt gegensteuern müssen. Ganz einfache Kiste.
Nee, jetzt mache ich keine Reaktion zum Training mehr. Wofür? Wir wissen doch, dass alle dabei waren, außer De Ligt. Nee, die gucke ich mir in Ruhe an. Oder ich mache eine Reaktion und lade die noch hoch morgen oder sowas. Ja, aber jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen. Naja, die laufen ja in der Bundesliga trotzdem nicht gelaufen, oldschool. Also das stimmt ja auch nicht. Jetzt, wo es um Verträge geht, laufen sie auch wieder. Nee. Guck dir das Spiel gegen Dortmund an. Oder generell die Bundesligaspiele, auch nach Heidenheim. Beispiel, kannst du durchgehen. Nachdem Eberl das gesagt hat, wurde es auch nicht besser. Die laufen, weil es Champions League ist, weil man sich da präsentiert. Man sich da vielleicht auch nochmal für andere Clubs präsentiert und so weiter und so fort. Das ist das Einzige. Ja. Aber, wie gesagt, es ist ja nichts Neues. Wahrscheinlich Cordio, ja. Die Deister-Thematik, ja. Weiß man natürlich nicht, ne? Kann man nie wissen, aber ja. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, Chapeau an Uli und den FC Bayern, wie man sich da verhalten hat, ne? Gerade zu der Zeit noch. Zu der Zeit war das ja kein Thema. War es ja verpönt, über sowas zu sprechen oder so. Und man hat gesagt, ja, alles klar, du bist Spieler bei uns und jetzt bist du weg und natürlich auch Kapital, was verloren geht, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, ich weiß nicht, was wir damals bezahlt haben, aber das Geld war weg. Ne? Das ist halt was, ja, das darf man halt nicht vergessen, was ein Uli so geleistet hat, ne? Mir ist halt viel Verein und Spieler in die Karriere gerettet und das muss man ihm einfach ein Leben lang hoch anreden. Ja, gehe ich mit. Ja, gehe ich 100% mit. Ja, da sehe ich auch gute Chancen. Ja, also wenn wir so spielen wie die zweite Halbzeit gegen Arsenal zu Hause, haben wir sehr, sehr gute Chancen. Ja, wenn wir die Mischung hinkriegen, diese Galligkeit, auch den Willen nach vorne zu spielen, so wie es Kimmich auch gesagt hat heute in der PK. Ja, dann gehe ich mit. Dann haben wir gute Chancen. Ja, eben. Ne? Du hast 6 Titel, du hast das geschafft, was du nie wieder schaffen wirst. Du hast alles erreicht in der Saison und Punkt. Das musst du halt auch erstmal verpacken, ne? Sammy bei WordScode, dann brauche ich 10 Packungen Popcorn. Dann brauche ich hier wahrscheinlich eine Packung Taschentücher, Alter. Da ist das unvollendet leider. Ja, aber zum Glück. Ja, zum Glück für ihn halt. Ein 1:0 kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist aber auch Wurst, Hauptsache wir gewinnen, ne? Ja. 20 nach, also 4 Minuten habt ihr noch. Zumindest, warte, die Uhr geht immer falsch. 3 Minuten mache ich noch. 20 nach bin ich auch weg, Leute. Atletico hat gegen Real die Saison auch gewonnen mit defensivem Fußball. Ja. Wird ihr dicht spielen? Das werden wir morgen wissen, ne? Beim Abschlusstraining nicht dabei heute. Zockst du noch? Ich glaube nicht. Wenn willst du eine Stunde machen, aber da brauche ich ein Ziel nicht für anwerfen. Stunde werde ich wohl gleich noch ein bisschen machen, ja. Aber ich muss morgen früher raus, ich muss morgen früher los, morgen Rollout wieder auf der Arbeit. Ja, das ist richtig, Manfredo. Ja, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man das rechtfertigt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich sage nur, man darf halt nicht vergessen, was ein Uli so getan hat. Aber deswegen kann man ihn natürlich für seine total dummen Aussagen, die er gerade trifft und getroffen hat, knallhart kritisieren. Also, das steht ja außer Frage. Nee, ganz genau, Olli. Genau so sieht's aus. Upa wird spielen. Nee, Upa war auch verletzt, ne? Chibi, gute Nacht, ne? Viel Glück und Erfolg. Nee, viel Erfolg und Glück auf morgen. Ja, Leute. Ich wünsche uns ich wünsche uns kein gutes Spiel. Das ist uns scheißegal, oder? Wir wünschen uns einfach einen Sieg morgen. Egal wie. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Ja, das werden wir sehen, ob ein Delicht spielen kann. Auch das weiß ich noch nicht vor Sicker, ob ich morgen live bin. Eher nein, aber vielleicht gibt es eine Überraschung, ich weiß es noch nicht. Kommt auf meine Tagesform an, wie ich nach der Arbeit drauf bin und wie ich Bock habe, das Spiel zu gucken. Oder ob ich es vielleicht mit Mara zusammen gucke oder wie auch immer. Wäre Coman deiner Meinung nach auch einer der besten Flügelspieler, wenn er nicht immer so oft verletzt wäre, die Kombination aus Geschwindigkeit, Technik brutal? Ja. Er hätte auf jeden Fall alle Voraussetzungen gehabt. Oder hat er immer noch. Aber ja, er ist... Ich meine, Arjen Robben war auch viel verletzt. War trotzdem einer der besten Flügelspieler, oder? Das ist vielleicht so ein bisschen... Ich fand also diese Watch Party fand ich ganz gut eigentlich, ja. Hat mir Spaß gemacht. Was ich nicht gedacht hätte. Aber hat mir Spaß gemacht, ja. Aber Mara hat da natürlich einen harten Job, weil die natürlich da den ganzen Chat, den ganzen Idioten kontrollieren muss, wegbannen muss, die vorher Ergebnisse spoilern und so Mist. Und ganz ehrlich, gucke ich Real Madrid und es spoilert mich einer im Chat, Alter, dann würde ich denen am liebsten ein paar zarte Kopfnüsse geben, weißt du, so ein Ding. Von daher fühle ich das in solchen Spielen eher weniger. Aber wir gucken mal, was passiert. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht, schönen Abend, was auch immer. Morgen einen schönen Tag. Und morgen Abend alle Daumen gedrückt und egal wie, irgendwie einen Heimsieg einfahren, dann ist im Rückspiel alles drin, denke ich, oder? Und natürlich dran denken, Serge, wir führen eh schon 1-0. Also, nicht vergessen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, ne? Und vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an Thomas natürlich für die 5 verschenkten Subs und an die ganzen Spenden heute. Leute, vielen lieben Dank dafür. Natürlich war Robben brutaler als Koman. So, und damit Feierabend. Mir Samir. Tschüssi, Leute.